Du machst, schauen wir mal, wann es losgeht. Mr. YouTube, machen Sie bitte hin. Bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein und dann werden wir es schon sehen. Hallo? Hab ich alles zu? Tatsache! Grumminal. Scheiße, wo ist die Tröte? Fuck, wo ist die Tröte? Ah! Was ist das? Timmy Boy! Schluss! Fuck, Alter, wo ist die Tröte? Alter, die Tröte ist verschollen. Dann müssen sie so mal. Holly! Ebens! Birger! Peter! Schmiedi! Rest! Schnauze! So schaut's aus. So, aber so wart, müssen wir diesmal kurz. Das der mal wieder dahin, wo es war. Was wart? Machen wir so. Ah! So wie es war. Das ist ja noch vom Montag eingestellt und das habe ich nicht gedacht. Das ist ja eh klar. Leute, Schluss jetzt da! Peter, merci dir, Schmiedi, Bussi aufs Nussi. Obi, merci dir, Jigslicksen, habe die Ehre. Willkommen, bitte nehmen Sie Ihre Plätze auf den billigen Plätzen ein. Das da ist doch schon wieder der Twitch-Chat. Ich hasse euch! Jetzt seid ihr, dauert ja bloß eine Minuten. Prinzensalz, wie ist wieder ein Resub? Leute, chillt die Kniescheibe, das was da am Montag passiert ist, ist absolut utopische Scheiße. Da fangen wir heute nicht nochmal an. Nein, just stop it. Ich suche dabei Tröte. Ich sag das, was es ist. Wo ist die Tröte? Da ist keine Tröte. Da ist keine Tröte. Wo ist die Tröte? Oh, ich hab's entdeckt. So, nochmal von vorn. Hab ich! Ich bin Seins Birger. Ja, leider ist ja gut. Der verfickte Chat ist schon wieder nur grün. Grummi, fix, flatten, Alter. Check the Ripper, merci dir, General Demon, merci. Oh, haben wir überhaupt wieder? Nee, bitte nicht. Bitte nicht. Mr. Darksepp, merci dir, servus, ja, ist auch dabei. Ripper Sepp, merci dir, Wi-Fi, merci dir, sowieso. 48 Monate. Lauter geschubst. Was ist bei euch zwei so? Das weiß sowieso kein Mensch. Fenris, merci dir, Prinzensalz, nochmal merci. Wer ist da? Oh, der Fenris, neues Mitglied. Pass auf, da gibt's die Privattröte mittendrin. Da war hingehört! Oh, der Mr. Fenris, merci für deine Mitgliedschaft. Ali, merci dir! Oh Gott, jetzt geht's ja genauso wieder weiter, wie es am Montag angefangen hat! War eine gute Idee, um die Zeit Starfield zu downloaden. Download Speed goes sleep. Das habe ich Gott sei Dank gestern schon erledigt. Leute, dankeschön! General Demon, dankeschön! Bussi, Aldi, habe die Ehre, bitte einmal wieder da und das Volksfest habe ich auch überlebt. Das ist gut. Ali, Sepp, WP. Der Birger endlich wieder streamt. Du, am Montag war schon losgegangen. Da habe ich die sehnlich vermisst. Ich muss ein wenig auf meine Schulter aufbauen. Alter, mir tut meine Schulter so dermaßen weh und ich weiß nicht warum. Ich habe nichts da. Vielleicht ist dieses Problem, keine Ahnung. Übrigens an alle, die am Montag schon da waren, Werbung mittendrin sollte heute aus sein. Was ist das wieder gewesen? Schluss jetzt mit goldene umeinander rahmen. Der Alex aus Öl, woher sonst? Dazu muss natürlich aber erst spät ist mit dem Oktober spenden. Erstmal Alex, merci für den 24er. Ich weiß nicht, warum die Donations sind schon wieder broken, weil die Leute nicht aufhören können. Ja, Alter, was am Montag gleich, es reicht. Es ist okay. Es ist wirklich, es ist nicht bloß okay. Es muss, Oh! Timmy Boy, merci dir. Smurf, merci für den Resub. Chillt die Kniescheibe. Kriegst wir doch erst einmal einfach einen Haufen. Oder kriegst wir mal alles, was nicht grün ist. Wir wollen das. Habe die Ehre an den Tobi, an den Maurer, an den Hanuta, an den Obi, an den Weibi, an den Rest der Mods, an den Jodelmax, an den Löffel, an den Kiesenbeben hätte ich jetzt was gelesen. Egal! An die Leute, an die Queen, an den Ginti, an den Kieseneben, an den Nome, an die Freier, an das Freier, Entschuldigung, an den Schmiedi, an den Saufi, an den Frostbit, an den M natürlich, an den Mizi, an den Extremen, an den Mark und an den Herrn Löffler, merci für den Resub, um Gottes Willen. Ich komme mir vor wie diese NPC-Spackos auf TikTok, Mann. Tuning Sepp, merci dir. Ein wenig Schmerzzulage für Starfield, von Butterblume zu Butterblume. From Butterblom to Butterblom. Der Leute sind wir da, aber war schreibfaul. Okay, das lass ich durchgehen. Tobi, merci für den Resub. Bussi aufs Nussi. Chillt die Kniescheibe. Chef, was magst? Synonyme oder ein Ohrwurm? Nichts dergleichen. It's okay. Nein, nichts ist okay. Ist ja gut.
So wird heute übrigens doch jemand. Ja, YouTube, das war eine richtig geile Idee mit dieser scheiß Resub-Trigger. Scheiße, ich flippe aus. So. Ist ja gut, wer war das jetzt? Weiß ich nicht. Der Peter. Der Fenrir ist schon wieder. Aber dritt, wie war der Urlaub? Oh, bei uns sagt man, passt schon. Hab ich am Montag ausführlich erzählt. Ich hoffe, du warst da. Wenn nicht, schaust den Stream noch mehr an. Noch mehr, Alex, also Schluss jetzt damit! Klimabonus. Wieso kriegt sie in Österreich einen Klimabonus? Was Klimabonus normal nicht? Jeder muss mehr zahlen? Für jeden Scheißdreck? Ich weiß es nicht. Bei uns haben alle am Verstand verloren. Von vorne bis hinten nicht. Von vorne bis hinten, alle, die was zum Sagen haben vollkommen das letzte Fünkchen Verstand verloren. Mehr mag ich schon gar nicht mehr dazu sagen. Timmy Boy, im ersten Jahr kriegst du dir daheim. Panda, geiler Wichser. 9 Monate schon. Weiß ich nicht, wo die hingekommen haben. Der kommt jetzt gleich. Hupsi, ist ja gut. Leute, ist ja gut. Alter, wir machen mal um Punkt 10 noch Schluss, oder? Weil sonst ich hock mir wieder bis um 3 rein da. Ja, jetzt lauter geschubst die. Nein, Trommelfellbudget, hey, auch grau geredet. Sie sind lang nur dabei. Achtung, Ohrwaschel zuhalten. Der René kommt übrigens auch wieder zum Glänzen. Wir haben Modern Warfare 3 spielen. Hoffe ich zumindest. Hupsi, mir ist, wenn ein Zwickel 50 gibt. Du bist einfach der Geilste. Das ist zu viel des Lobs und du weißt es. Und du weißt es! I am for play! Merci dir! Kleiner Witz fürs innere Auge. Warum so... Oh, die los vorlesen. Kleiner Witz fürs innere Auge. Warum sitzen bei einem Binderten-Konzert Leute mit Glatze immer in der ersten Reihe? Damit die Einarmigen in der zweiten Reihe auch klatschen können? Ja, Behindertenwitze gängen immer. Hashtag hat er nicht gesagt. Christian, neues Mitglied, kriegt die Privattröte. Merci für die Mitgliedschaft. Welcome to the Squad. Ab in den Chat habe ich dir, Christian. Und an den anderen übrigens auch. Was ist denn, warum werden denn... Goldene Rahmen sind aus. Der Arbeit sitze auf dem Schluss, oder? Muss gleich wieder los. Hashtag Nachschaussquad. Ja. Grüße aus der Schweiz. Für 4 Sekunden Zuschauen da die auch mal 25 € einer scheißen, weil... Weiß ich nicht. Ich bin Schweizer, wir haben es ja. Schäkel, du Nutte. Da. Bespaße mich, obwohl ich nicht anwesend bin. Mr. DM, merci dir. Timmy Boy, merci dir. Schnutschi, merci dir. Leute, ohne Scheiß, ihr habt so genau 2,5 Minuten, dann mache ich die scheiß Alerts-Töne aus, also das rast ihr aus. Das rast ihr aus, ich rauch dabei, was ist los mit denen? Hat er schon wieder total kaputt, nix wird angezeigt. Scheiß Klumpbock, schissens. Wer war jetzt der Schnutschi? Mir jetzt wieder ein Resub. Kruzifix, Alter. Extra für den Stream einen angesuffen, damit der Stream genauso geil ist wie immer. Ja, aber man kann auch nüchtern keinen Spaß haben. Was? Oh, Katzel! Stop it! Was schreibt er? 5 vor Krufe 6. Krufe 6, ja. Schön, dass wir noch da sind. Ich glaube, ich habe es am Montag ungefähr 460 Mal gesagt, bin mir nicht sicher. Wieder auf einige Stunden Rage und Gaudi. Oh, Katzel, schauen wir mal, was passiert. Schauen wir mal, ob uns der Todd Howard wieder was vom Himmel oben verzeiht hat. Und nix stimmt. Merci dir. Flip Frankie, merci dir. Bavarian Chris, merci für den Resub. Hey, kauf dir jetzt deinen Shop leer. Das tust du. Hau eine, spar dir die 3 €, nimmst die ziehst zurück und nimmst einen Aufkleber mit. Hast mehrere davon. Sag ich dir, was ist. Was kostet ein Aufkleber überhaupt? Oh, das ist übrigens ein Punkt. Über den wollten wir am Montag noch schmerzen, haben wir nicht getan. Mehr Begaffe! Auch schon lange nicht mehr gesehen. Mit gepflegten 54 Monat. Kommen wir mal! Das ist ein sehr alter Gruß. Sehr alter Insider. Merci dir. So, bitte, jetzt Schluss! Du bist der Letzte, jetzt mach ich aus! Ich mach aus jetzt! Es ist unfassbar. Es ist am Montag völlig aus dem Ruder gelaufen. Jetzt mal ganz... Synonyme gehört also Honigtöpfchen, Liebesschott, Allerheiligstes, Emanzipationsspalte, Klapptürchen, Mupfel, Flatterlappen. Muss ich leider... Wurstfach, Food, Entsafter, Lustschlucht ist Pink Taco, Drive-In, Kinderkanal, den habe ich schon kennt. Den habe ich, glaube ich, in Autokar benutzt. Feuchtbiotop, Samensammelstelle, Imbissbude, Seelenwärmer. Ja, nein, ich muss sagen, an Okulonsten und Fleischbalkon kommt so schnell nichts ohne Pretty Boy, merci dir. Geil, Sepp, merci für deinen Zwickel. Fenris, merci dir. Was ist Österreich? Habt dieselben Vibes wie bei Trash Can and not Trash Cannot. Okay, wer wird...
Francie Boy, bitte zwing mich nicht dazu, dass ich Emojis deaktivieren muss. Bitte nicht. Francie Boy, merci dir, Schnutschi, merci. Oh, noch ein Schweizer schon. Hey, Schnutschi, das habe ich nicht gewusst. Oder ich habe es wieder vergessen. Das kommt wahrscheinlich Wahrscheinlichere. So, es ist 10 nach. Stört sie jetzt. Das lassen wir jetzt so durch bis zum, wer ist der nächste? Der Fox McCloud, dann ist der scheiß Alert sein, also es kriegt einen scheiß Schlaganfall. Kruzifix nochmal. Was? Auf geht's. To boldly go where no burger was before. To the moon! Die Anspielung kennen nur die wenigsten. The Night, merci für den Entwickler der Visa. Welcome to the Squad. Merci für den Resub. Und der Mr. Danny ebenfalls. So, kurze Ansage. Das muss jetzt nur kurz sein, weil wir das am Montag vergessen haben. Ich habe euch vor der Sommerpause, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, waren irgendwie 2 Wochen davor, haben wir immer wieder mal drüber geschmerzt, dass die Preise bei mir im Shop mehr werden. Warum? Die erste Preiserhöhung, die letztes Jahr schon stattgefunden hat, bin ich nicht mitgegangen. Da wollte ich etwas Gutes tun. Oder passt so, ja. Bleibt ein Nutschall weniger Hänger für mich. Jetzt, ab 1. August, glaube ich, seit über einem Monat, hat Spreadshirt nochmal die Preise erhöht. Jetzt sind es die Druckkosten, nicht mehr die Materialpreise. Jetzt habe ich leider Gottes mitgemissen. Das habe ich damals aber recht ausführlich erklärt. Jetzt ist das so. Das heißt, die Sachen kosten im Schnitt so zwischen 1,50 Euro und 4-5 Euro mehr. Je nachdem, was es halt ist. Weil sonst kann ich es gleich bleiben lassen und der Einzige, der da irgendein Geld verdient damit, das ist der Spreadshirt-Sepp und den brauchen wir es nicht in den Arsch einschirmen, die machen was weiß ich wie viele Millionen Umsätze. Die mache ich nicht! So, Schluss jetzt mit der umeinander Donator, Resubber, was weiß ich was alles für ein Scheißdreck. Toddy Boy. Wir spielen heute Starfield. Es hat ungefähr... Wann haben sie so gekündigt? 2018. War ich live dabei, weiß ich noch, das war in der Sommerpause und im Sommerurlaub und hab mir da irgendwann um 4 Uhr in der Früh die Scheiße angeschaut. Da ist der erste Teaser gekommen zu The Elder Scrolls 6, also im Prinzip Nachfolger von Skyrim, den sollte ja jeder da herin kennen. Wer da herin nicht Skyrim kennt, oder Skyrim nicht kennt, das war halt dem kann ich nicht helfen. So, 5 Jahre später, der Toddy Boy hat gesagt, das ist der größte Space so far. Let's start it. Ich hab's heute Nachmittag schon mal kurz gestartet. Man munkelt, es ist Skyrim in Space. Ob dem so ist, werden wir herausfinden. Man kann, wenn man sich das Spiel für 100 Euro... also, bei aller Liebe, Leute, wer sich das Spiel für ein Singleplayer-Spiel für 100 Euro gekauft hat, nur damit er es schon seit letzten Freitag spielen kann, dem kann ich nicht helfen. Ich habe nichts vom Spiel mitgekriegt, ich habe versucht, mich so wenig spoilern und beeinflussen zu lassen, wie es nur irgendwie möglich ist. Natürlich kriege ich in YouTube Vorschläge, weil ich mich jetzt sehr viel mit Spielen auseinandersetze und sehe dann in die Thumbnails schon, dass manch einer nicht so... Wie laut ist das schon wieder? Schalt mich um, Birger, du fetter Huhn. Du fetter Huhntrottel! So, da sind wir, wie Sie sehen, sehen Sie nicht so zum Starten eine Teil. Ich sehe meine Maustasten nicht einmal. So, da sind wir. 82 auf MMO, ja, ist immer nur zu viel. Wer 82 Euro für das Spiel zahlt, hat aus Fallout 76 nichts gelernt und dann hoffe ich sogar, dass es schlecht ist, um ehrlich zu sein. Weil vielleicht lernt sie es dann. Das Spiel gibt es im Microsoft Battle Pass für einen verfickten Zehner. Okay? So. Bavarian Chris, wer ist wieder entwickelt? Ist also, mein Gott, geiler Wichser. So. Ich habe alles schon eingestellt. Ich habe heute Nachmittag mal ein bisschen in die Grafik umeinander da. Wird schon passen, keine Ahnung. Wir fangen mal straight an, die haben wir gar nicht lange umeinander. Ich meine, Musik-Soundtrack ist schon ein bisschen... Wir sollen sagen, spacey. Und ist gut, kann man lassen. Der Jakob schreibt 30 Euro mit Game Pass. Das stimmt aber nicht. Der PC Game Pass kostet 9,99 Euro. Den habe ich gestern aktiviert. Da ist Starfield drin und wie du siehst, ich bin am Spielen. So, neues Spiel bestätigen. Los geht's. So, Toddy Boy, fasziniere mich. Let me sink into a world of space and time. Okay. Intro. Habe ich Battle Pass geschrieben? Habe ich Battle Pass gesagt? Dann nicht Microsoft Game Pass. Egal. Ihr wisst schon, was ich meine. Wenn es zu laut ist, müsst ihr es sagen. Es ist laut. Ich rauche dabei. Okay, wir haben am 7. Mai 2330. Argos Extractors Mining Außenposten. Mond von Vecterra. Bahnhof, Alter. Okay, here we are. Können wir da schon schauen? Also hat ein bisschen... Nein, wir können noch nicht schauen. Okay, okay. Hi. Seals are good. Oxygen's good. Just do what you did last time and you're fine. Follow my one simple rule. Okay, stopp. Hella,
What's my one Halt, stopp! simple rule? Wo ist deutsche Sprachausgabe? Exactly. Ich stehe gleich auf Listen Deutsch to um. me. Ich möchte die deutsche Mine's just like Sprachausgabe. any other job. Go steady, go safe, go home with a pocket full of credits at the end of the day. Yeah, totally. It's just like, I work in the Stardock, except with more cave-ins, lasers, and accidental dismemberment. Very helpful. Thank you. You're gonna be fine. Your first outing was solid. And, let's be honest, it ain't exactly astrophysics. That's why I keep him around. Good pep talks. Yeah, and the fact that I can pinpoint a helium deposit from 300 meters. Ganz ehrlich, erst. Oh, ich kann schon mal anschauen. Shame we won't find any down here. Kann ich mich schon bewegen? But the Nein. metal deposits alone Okay, should Mouse Sensitivity keep ist our unter aller Kanone. Hell, after this, we'll have enough jump fuel to bounce from one end of the settled systems to the next. Hey, more minerals, more money. And so the cycle repeats itself. Just no more unauthorized jumps in the house for room space, okay? He's just a big baby. There are worse lives. You know, most Dusties don't even make it this far. I have a good feeling about you. Group hug now or at the end of the shift? One of these days, Hella, I am going to leave you behind. Promises, Also der erste promises. Eindruck der Grafik ist fein nicht übel, gell? Muss ich jetzt einfach gleich mal direkt sagen. Und auch von Charakteranimationen, Lippensynchro, generell englische Synchro ist meistens sowieso gut. Okay. Mit WASD bewegst du dich. So, stopp. Einstellungen. Was ich natürlich nicht da habe, ist Anzeige, Interface, Gameplay. Wo kann man auf Deutsch umstehen? Ja, 2330 und der Aufzug ist arschlangsam. Warum will ich nicht runterbeamen? Verstehe ich nicht. So, okay, pass auf. Wo kann ich auf Deutsch umstehen? Audio. Sprachausgabe. Deutsch. Okay. Frisst er das einfach oder muss ich jetzt wieder 5000 Sachen runterladen? Ich hoffe nicht. Okay. How are we on time? Ein bisschen noch. Ein paar Proben nehmen. Immer. Aber nicht du. Sieh nach Isabel. Sie soll es nicht übertreiben. Ich käme hier gerne lebend raus. Verstanden. Denk daran, Dusty. Schön ruhig atmen. Und hier unten nie den Helm abnehmen. Die Sauerstoffprozessoren reichen nicht so weit. Ja, Gott bewahre, dass wir je auf einem Felsen mit Atemluft bohren. Der Vorteil an Jobs... Geht's jetzt so, als wäre Futzleuten, dass ich das einmal kurz kommentieren kann? How about that, du United Colony? hingeschissene Scheißausfood? Bürokratie ohne Ich komm, oh, das ist der Helle. Hallo Helle. Okay, Novus. Einstellungen. Steuerung. Blickempfindlichkeit. Machen wir gleich mal oben auf 30. So. Das ist ja im Prinzip auch ein bisschen ein Shooter. Oh mein Gott, ich habe schon so lange keinen Shooter mehr gespielt, dass ich mir wahrscheinlich anstehen würde wie der erste Mensch, aber das ist mir jetzt wurscht. Okay. Schauen wir mal. Ja, angenehmer, glaube ich. Okay. 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 Irgendjemand hat geschrieben, warum so viel Angst vor Englisch? Ich hab keine Angst vor Englisch, aber ich kenne euch Bauern trampen. Das ist Englisch, ich verstehe. Ich möchte wetten, ohne dass ich nachschaue. Mindestens einer. Mindestens einer. Hat schon gesagt, mein Englisch ist nicht das ist ja fremde Eck. Oder I think I spider. Also, ganz ehrlich, erster Eindruck. Leck mir Mosche. Schaut nicht schlecht aus. Gut, das ist aber am Anfang, ja. Schauen wir mal. Guck dir das hier mal an. Guck dir das hier mal an. Nein, 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 das ist ein Laser und kein Vorschlaghammer. Ich hätte auch genommen. Wenn man dich nach Pausen bezahlen würde, wärst du Millionär. Untertitel aus, das ist ein guter Punkt. Untertitel aus ist ein guter Punkt. Vielleicht unter Audio, Effekte, Stimme, Musik, Stimme. Machen wir Hauptlautstärke, die wir mal ein bisschen ober, Effekte, die wir mal auf 90, Stimme machen wir ganz laut, Musik, die wir auf 50, Schritte von mir machen wir auf 75. Okay. Tastenbelegung, Zugänglichkeit, Steuerung, Interface vielleicht, schwebende Markierungen, blablabla, na, wo ist denn drin? Anzeige, wo ist denn drin? In der Accessibility. Dankeschön. Dialoguntertitel aus, allgemeine Untertitel. Was ist der Unterschied? Schalte den Untertitel ein, als während du im Spiel zu Fuß unterwegs bist, schalte Untertitel in Dialogen ein. Wo ist der Unterschied? Versteh ich nicht! Mach beides aus, leck mich am Arsch! Wird schon passen. So, weiter jetzt! Ja, schon gut. Wie ist unser Motto, Dusties? Schotter gibt's für Schotter. Keine Ausnahmen. Los, mehr Tempo. Ist das die Zukunftsform der Sklaverei? Geht sie durch Bisschen und... Glimmer, aber sehr schwach.
Was meinst du? Auf Kurs bleiben? Für so wenig Saft lohnt sich das Pressen nicht. Timmy Boy, merci dir. Schluss Alles jetzt. klar. Dann gilt das hier als leergeräumt. Machen wir mit der großen Ader weiter? Jawohl. Ich bin immer noch unschlüssig, was da genau passiert. Warum kann ich meinen Charakter, ich möchte gerne meinen Charakter erstellen? Warum kommt das nicht als erstes? Verstehe ich nicht. Was passiert, wenn ich jetzt da auf E drücke? Komm, mit mir. Da ist was, das mag ich haben. Da ist mein Laser, das ist meine, kann ich den haben, bitte? Komm mal wie ein... Oh, ja. E. Haha! Dusty, du bist Was ist denn, wenn ich dir ein Two-Die laser? Mach dich an die Arbeit. In der Höhle gibt es Metallvorkommen. Ich rufe, wenn ich dich brauche. Bethesda, das ist aber nicht recht immersiv, wenn ihr in Kari einlasert. Dann möchte ich gefälligst, dass irgendwas passiert. Haben wir schon wieder soweit. Was ist das da? Oh, warte mal. Auf Shift. Gehen wir mir auf Shift laufen. Ja, tatsächlich. Okay. Drücke Maus 1, um zu feuern. Okay. Was ist da? Kann man das nehmen? Kann man die Cutter-Kiste aktivieren? Okay, okay. Was ist der allgemeine Hilti-Laser. So, was muss ich jetzt tun? Ernsthaft? Wie jetzt? Glaubst du, wir sind hier bald fertig? Ist angeblich der letzte Job. Ich weiß nicht, habe ich ihm nach seiner Meinung gefragt. Ich habe keine Ahnung. Halt den Maul, ich muss lasern, Alter. Sagst du jetzt auch noch mal was, wenn ich vorbeigehe, oder wie ist denn das? Also, Bewegungen und so sind schon ganz cool, muss ich sagen. Warum zieht das denn so? Ja, okay. Ich bin beschäftigt, nerv jemand anderen. How about laser to your face? Vorsicht! Achso. Kache kann ich nicht lasern, aber den Kopf schon. Entschuldigung. Okay, tschüss! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, ich muss das da abbauen, sehe ich das richtig? Oh, wir haben eine Munition. Oh, wir haben eine Munition da rechts unten. Ah, die lädt sie wieder auf, okay. Das heißt... Was haben wir gekriegt? Beryllium haben wir gekriegt. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, Dauert noch ein paar Aufträge, bis ich mal mit dir rede. Was sagt mir das Rote da? Das ist doch gerade nicht rot geworden. Warum ist jetzt mein Fadenkreuz auf einmal rot geworden? Vorher war es noch nicht rot. Naja, so wurscht. Wir sind soweit. Komm wieder zurück. Okay. Das wird mir also als erstes klären, wenn man Mining geht. Ich habe ein ganz dumpfes Gefühl, wo die Reise hingeht. Du kommst mit mir. Ich komm mit dir, ja. Und wenn ich jetzt den Arsch laser, das interessiert nicht, aber wenn ich den Mann an den Kopf laser, schon! Sie nicht! Ich bin verwirrt. Hat man also 2330 noch nichts Besseres erfunden, wie eine sehende Maschine, um Leger in Berge zu graben? Okay. Warum haben wir da keinen Laserpanzer? Frag ich mich. Hella, die Werte. Ja, was das angeht. Problem? Nur wenn du höhere Gravitationswerte als Problem siehst. Habe ich Taschenlampen oder so? Nicht. Nein. Tust du nicht? F oder T ist das normal. Was wir suchen, sieht aus wie eine Anomalie. Hat man mir jedenfalls gesagt. Okay, jetzt Kann ich, habe ich irgendwie einen. Oh. langsam Hab Angst. ich irgendwie einen Scanner oder irgend sowas? Da muss doch irgendwas sein. Die bringen uns alle um. Wenn wir noch langsamer gängen, dann dauert das Intro 4 Stunden, Kinder. Ich würde gern, ich weiß jetzt auch nicht, ich bin jetzt zum Mining gekommen. Ich hätte gern Glaube ich. Das ist alles einfach. rechte Maustasten beim Lasern, mehr Power. Ah, ich merke schon. Ah, sechs schon, hab schon gesehen. Danke für den Tipp. Wo ist es, Hella? Hier lang, glaube ich. Okay. Ja, recht viele Optionen Du da, sehe ich da nicht. Du bist dran. Wenn was Ich schief will. geht, kommen wir dich holen. Warum sollte was schiefgehen? Klappe, okay? Macht einfach euren Job. Der Kunde ist unterwegs. Hey, guck nicht mich an. Mein Job ist erledigt. Also mit der Lippensynchronität, das hat sich auch schon wieder erledigt mit der deutschen Sprachausgabe, das ist aber auch okay. Halte F, um die Taschenlampe ein- und auszuschalten. Ah, ich hab da eine Taschenlampe. Gut, nicht bloß einfach drauf tippen, sondern okay. Hab schon verstanden. So, irgendwas müssen wir abbauen. Da haben wir doch Sachen! Ja, aber gehen wir mit der rechten Maustasten. Was haben wir da? Beryllium. Ja! Alter, looten und bluten! Wenn wir schon da haben? Die Werte sind immer noch komisch. Aber das ist gut, oder? Einfach weitermachen. Ah, ich bin mit der rechten Maustasten mit rein. Geht's ein wenig schnell. Bin schon unterwegs. Siehst du irgendwas? Ja. Schwebendes Metall. Okay, bis Gott. Oh. Okay. Jetzt kann man rumschubsen. Haha. Was kann jetzt das? Nutze den Cutter, um das Mineralvorkommen abzuspalten.
nehmen. Oh. Ja, ich weiß schon, was das ist, weil die Grundstory habe ich natürlich mitgekriegt, um was das so grob in der Hauptstory... Dusty, wach auf! Hey, komm schon. Hab ich ein bisschen Fallout 3 Vibes, Ganz ruhig. wenn du auf die Welt kommst. Du warst K.O. Kein körperlicher Schaden. Mental abwarten. Weißt du, wer du bist? Neuling bei Argos Extractors? Klingelt da was? Kommt dir hier was bekannt vor? Ah, die Lippen sind größer und... Did you just assume my gender? Personal oder was? Also jetzt, okay. Also es ist irgendein Unfall passiert, bla bla bla, und ihr seid, fragt er uns, wer wir sind. Es ist eigentlich typisch... Ja, Sprengi sagt Lip Sync ist English only. Also wenn ich das Offstream weiterspiele, durchspielen werden wir das Spiel sowieso nicht. Normalerweise sind Bethesda-Spiele 150 Stunden Schinken, die werden wir im Stream natürlich nicht durchkriegen, aber wir schauen uns natürlich an, diese und nächste Woche mal mindestens, je nachdem wie gut oder schlecht das ist. So, Profil wählen. Anpassungen können später in einem Genlabor gemacht werden. Okay, ändern. Also haben das vorgefertigte Charaktere, sage ich das richtig? Geiler Fukuhila. Kinder, wir wissen alle, wo das enden wird. Der einzige, glaube ich, wo das enden wird, weiß, der das weiß, ist der Sprengi. Sprengi? Hat noch jemand Ryan Gosling-Vibes außer ich? Aber ganz massiv, Alter. So, jetzt nichts dazu. Ja, das kommt dem Ganzen... Es kommt dem Ganzen schon sehr nahe. Freunde der Sonne. Ich hoffe jetzt einmal, dass wir da... Ah, ja. Schwer. Kann man den... Fette Blut. So! Die nächste Stunde werden wir nichts anderes da als im Charakter-Editor umeinander gucken. Was ist Körpertyp 1, Körpertyp 2? Was ist der Körpertyp 2? Er geht... Ach so, männlicher Gang, weiblicher Gang, sage ich das richtig? Körpertyp, Laufstil. Was ist denn da? Tja, ich hab das dumpfe Gefühl, der Foodlab bei Franz goes to space, Freunde der Sonne. So, muskulös, ganz dünn. Da gehen wir her. Da haben wir mir daheim. Schau da noch! Ja, ganz so spastisch hat der Ding auch nicht ausgeschaut. Eher so dünn, schwer so, das ist. Das passiert, wenn man das mitten rein tut, dann ist er ganz normal. Okay. Dann machen wir es jetzt so. Und so. Warum kann ich meinen Charakter nicht dran? Ah, jetzt halt, mit der rechten Maustasten, okay. Ah, okay. Okay, das passt. Gesicht passt noch nicht ganz, das schaut ein bisschen asiatisch aus. Hautfarbe. So kasig wie möglich, im Keller scheint kein Sonne. Wir finster kann's werden. Sehr, sehr offensichtlich. Kasig, du im Keller scheint kein Sonne. Gesicht, das ist jetzt wichtig. Okay, wie Hautfarbe? Kommt die Hautfarbe am Kopf oder dann am Kopf eine andere Farbe? Okay. Kopfformen, viereckig, rund, Was Ja, ich seh schon, das ist das. Ja, ich seh schon. Ja, aber der Foodlab bei Franz hat eigentlich ein ganz normaler Kopf benannt, wenn dann eher rund. Ja, so ein bisschen One-Punch-Man-mäßig. Ja, das schaut gut aus. Haare! Sprengi habe ich schon vorgewarnt. Haare Nummer 40. Haare Nummer 40. Achtung. Du Vollidiot! Überhaupt nicht! Wir spielen mal am Foodlab bei Franz in der Zukunft und nicht vor 40 Jahren. Schauen wir mal durch, was es so gibt. Na. Das ist auch gut. Das ist auch stark. So, vom Foodlab bei Franz, dann sauber einen Pornobalken ins Maul und geil. Ja, weiter. Schon. Ist das... Was zur Hölle ist das denn? Kehrt das so?
verfeinert da. Haarfarbe, Moment grau. Moment. Es soll sich mit der Lotion eincremen. Oh, wo ist denn grau? Ja, ja, das ist gut, das ist gut. Das ist 5 vor Gollum, Alter. Hey, Entschuldigung, du hast zufällig vor kurzer Zeit so einen komischen goldenen Ring gefunden. Das leicht nur anfangen, wenn du ins Feuer wirfst. Ich weiß nicht. Kopfformen. Verfeinern? Also das ist da wahrscheinlich dann verfeinert. Okay. Haarfarbe passt auch. Bart. Wir brauchen den Pornobalken. Gib mir... Ja, der muss dicker sein. Ja! It is. Aber schauen wir mal, was es noch gibt. Einfach nur, weil es mich interessiert, was der Charaktereditor so kann. Bis jetzt macht er keinen schlechten Eindruck nicht. Und ganz ehrlich, Grafik vom Gesicht und so ist schon ganz cool. Also ist richtig gut gemacht. Kann man gleich schon mal sagen. Sehr asiatischer Bart, ich weiß nicht warum, aber da muss ich automatisch an asiatische Bärte-Dinge und an den einen asiatischen Bösewicht-Schauspieler, der in jedem Film, egal in welchen, wenn es einen Bösewicht geben muss, dann spielt ihn er. Also einen richtigen Vollbart, einen gepflegten Vollbart, so wie das jetzt da, bloß ohne den Dingsschnauzer, gibt's nicht wirklich, gell? Dann brauchen wir einen Pornobalken. Ja, das ist der einzig wahre Pornobalken. Und zu jung bist du auch noch, guter Mann. Bartfarbe und natürlich dieselbe Farbe. Oder wir können auch ein bisschen... My name is Foodlab Franz, ich sperre gern Frauen im Keller ein. Klack, I'm fucking offended by everything. Frauen im Keller, offended by everything. Offended by everything, next step. Das ist doch... Okay. Warum, Mann? Warum? Warum einfach? Du musst auch leicht andere Farbe so ein bisschen. So vielleicht. ich möchte gern den Bart Österreicher kennen. Warum? Der Foodlab Franz ist natürlich bekennender Kettenraucher, das ist klar. Und Raucher wissen das, die Bärte haben. Dein Bart ist dann da oder deine Haarfarbe und da ist er braun-gelb so. Hätte ich gern. Gibt's nicht. Bethesda, schlechtester Character-Editor jemals. Ah, so. OG Foodlab bei Franz. 10 Jahre bevor er plattert worden ist. Augen. Komische Batzlaugen, das sind Weiberaugen. Gibt's ja, ein paar Falten so um die Augen rundum kann man das. Oh ja, Alter, was ist denn das alles? Bartfarbe, da kann man nichts verfeinern, gell, bei die Haare und so. Aber bei den Augen, da geht viel runter, hoch. Ein bisschen schmal, breit. Ja, die haben ganz eng zusammen so. Kleiner, größer. Okay, da merkt man jetzt nicht recht viel. Lassen wir normal zurück vor. Sagt man auch nicht recht viel. Wenn dann Batzlaugen. So. Irgendwie hat aber auch der Foodlab bei Franz letztes Jahr hat auch so ein bisschen leicht asiatisch angehauchten Look gehabt, ich weiß schon noch. Was sind denn Formmixe? Was? Ach, okay. Dann wird quasi von der ersten... Ah, wo bin ich denn jetzt wieder hingekommen? Ja, ich verstehe schon. Klicken wir mal durch, was so das Naheliegendste ist. Oh ja, ja. Mit der Schiene kleine, das sind keine... Bürgerin sagt aber, das sind keine Falten, das sind kleine Sonnen. Und wir brauchen da noch ganz viele Falten auf der Stirn. Augenfarbe. Steinig-braun. Augenbrauen, wichtig. So einen richtig geilen Theo Weigel-Bates. Der mal... Es ist einfach... Kann man ohne? Gibt's ohne? Runter, hoch, zurück, vor, schmal, breit? Was heißt... Schmal, breit? Ja gut, das können wir einfach so lassen. Warum gibt's nicht ohne? Der Foodlab bei Franz rasiert sich seine Augenbrauen gern ganz, weil es ist einfach so geil. Ist entweder eine Monobraue, die gibt's leider auch nicht. Bethesda, da hat man wieder an die Optionen gespart. Was sind die dicksten oder die dümmsten? Das da, kommt dem Original sehr nahe. Augenbrauenfarbe. Hätte ich auch gern grau. Da kannst du halt einen totalen Kasperl zusammenklicken. Ich hätte gern etwas dunkleres Grau. Das gibt's wieder nicht, oder was?
Nochmal. Schief im Ausschauen. Ja, dann müssen wir es so lassen. Hilft nicht. Stirn! Das ist jetzt wichtig. Ja. Mehr Falten. Ja. Ja, das kommt dann besser hin. Jetzt passen wir auf schmal, breit. Wie schaust du denn aus, du Volldepp? Sag. So. Das ist einigermaßen. Er hat ja eine normale Kopfform, der Foodlapperl Franz. Ja. Der Lude aller Luden. So, Nase ist auf alle Fälle zu. Foodlapperl Franz ist insgeheim der Baby-Elefant, aber sagt es kaum. Ja, gib mir halt einfach normale. Nein, keine Babynosen nicht. Ja! Alter, was ist denn da für ein Loch drin? Kann man das nicht zurück vor? Ja! Gib mir noch Nase. Nein. Das sind normale Nasen halt. Aber warum hat denn da so ein Loch zwischen die Augen? Tu mir nur mit zu die Augen. Augen zurück. Müssen wir weiter vor? Der normale Kopfform beieinander, der schaut von der Seite aus, als hätte er mir weiß ich nicht, zwischen die Augen eingeschossen. Was ist denn mit ihm? Den haben wir mit dem Vorschlag auch mal eingelesen. Nase. Dann nehmen wir schon die da. Löcher, hoch, tief. Was hat das zum Bedeuten? Wieso kann ich da nicht... Schaut euch so ein bisschen angewidert. Kurz, lang. Spitze, tief, hoch. Nein, da wird es noch schlimmer. Ja, obi, ja. Jetzt kriegt der einige. Da hat immer noch das ein Loch an mir. Ja, ist ja mir wurscht jetzt, das passt schon. Mal Rücken, bisschen kürzer. Löcher, tief, Spitze, tief. Schmal, breit. So. Ja, das ist dann. Wieder ein bisschen zurück. Jetzt bin ich wieder an der Stirn um. Alter, oh mein Gott, Alter, das ist schon wieder ein Behinderten-Scheißding. Alter, wie viele Optionen das da noch gibt? Bist du besoffen? Ohren. Was für Ohren? Die sagt man nicht. Da hängt meine prachtvolle Mähne drüber. Scheiß auf Ohren, Alter. Wangen. Okay, Wangen haben wir. Muss ich so schauen? Ja. Braucht die... Ja! Das ist der OG! OG Foodlapperl Sepp! Runter, hoch. Ein bisschen auch. Jetzt ist ein kleiner Skeletor. Okay. Schmal, breit. Ja, lassen wir so, wie es ist. Mund. Mund ist wichtig. Wir brauchen mal so einen richtigen Kinderschänder-Mund. Und dann, glaube ich, müssen wir uns über die Frisur nochmal unterhalten. Alter. Perfection, Alter. Und, oh, der Unterbiss. Er schaut immer ein bisschen wurdig. Aber es schaut also ein bisschen asiatisch aus, der Mund. Ja, oh! Ja. Ja! Er ist halt ein bisschen behindert, der Foodlapperl Franz. Großer Mund, kleiner Mund, oder ein bisschen kleiner. Was links, rechts? Wie Mund links, rechts? Bist du behindert? Harte Sylvester Stallone Vibes. Runter, hoch. Ob das noch was macht? Ja. Ja, über die Frisur müssen wir uns noch unterhalten. Von da schaut es ziemlich cool aus, so. Also, weiß ich nicht, was die Scheiße eigentlich soll, aber von da schaut er so normal aus. Da komme ich nicht klar damit, ne? Wangen, Mund, Zähne? Was? Ja, ich verstehe die Frage nicht. Kiefer! Ja, viele Optionen gibt es schon. Also da ist wirklich, das ganze Gesicht ist wirklich in sehr viele
Parts aufteilt, aber der Kiefer, ob der Kiefer jetzt das Kraut fett macht. Weiß jetzt auch nicht, immer mal schmal breit. Nein, einfach normal lassen. Ich weiß jetzt auch nicht, was da der große Unterschied ist. Es gibt so einen mit Falten, der da glaube ich hat immer so hinter aussieht, das hat die meisten Falten da so. Das ist wichtig. Kinn! Ja! 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 Oh, man sieht sogar das wollte ich nicht. Man sieht sogar Poren. Merkt euch einmal Nummer 6. Oh, das ist auch schön deformiert so. Ja, das gefällt mir gut! Das gefällt mir gut! Das gefällt mir gut. Ich weiß schon, was ich meine. Wer einen Foodlab bei Franz nicht kennt, der soll einmal danach googeln. Hals! Brauchen wir auch mit den meisten vor. Oh ja! Ja! So einen richtig ekelhaften, da will man, weißt du schon, wenn man da mit die, wenn man die labbrige Haut vom Hals so wegziehen kann, so. Merken wir uns nochmal, Nummer 6. Den alten Falte, ja, dann nehmen wir schon die Nummer 6. Da! Schauen wir uns an, ja! So richtig. Was haben wir noch? Schmuck. Ja, Fackenosen. Ein Ochsenring. Da gibt's bloß Ochsenringe, oder was? Ja, passt gut zum Foodlab bei Franz. Passt gut. Tunnels bei. Ja, man muss auch wissen, der Foodlab bei Franz, der sperrt ja nicht so Gaudi die alten Weiber im Keller ein. Er tragt halt, es soll sich mit der Lotion eincremen. Na, Schmuck ist behindert. Schmuck weg. Schmuck weg. Weg. Nur 0. So. Schmuckfarbe brauchen wir nicht. Hautästhetik. Was soll das heißen? Oh. Hautästhetik. Jetzt pass auf. Jetzt, das macht jetzt viel aus. Ja, pass auf, die guten alten Altersflecken braucht er. Suchen wir jetzt die besten aus. Oh ja, alt und ledrig. Der alte, ledrige Foodlab bei Franz. Nix. Ja, mir gibt's mit Sicherheit besser nicht. Oh. Ja, das war schon nicht schlecht. Der war schon, ja, das ist nicht schlecht. Merkt euch mal, die Nummer 34. Die Nummer 34. Oh ja, schon, warte mal. Na, Zwing. Oh. 34 und 40. Ab in den Chat. Ich glaube, dass es 34 wird. Du mal 34. 40. Oder 4. Ja, 40. Der 40er. Da schaut er so richtig. so richtig abgefuckt. Das ist gut. Ist gut. Was ist denn das? Temptan. Was kann das? Warte mal. Temporärer Teint. Was bedeutet das? Schau dir einfach aus, war tot! Nein, das mag ich nicht. Teint-Unreinheiten. Intensität. Das ist jetzt viel, das schaut scheiße aus, aber ein bisschen. Farbe. Oh, da kann man einen Rouge auftragen. Ja, so richtig schöne blutunterlaufene Wangen. Es wäre schon krass, gell? Muss ich jetzt einfach sagen, es schaut wirklich krass gut aus. Viele mögliche. Narben. Ja, da hatte ich mir mal eine mit den Steckelschuhen angezündet. Vertikal und horizontal. Schau, Narben sind normal immer scheiße. Das ist sowas. Warum? Nein. Das ist ja so kleine, ja, so sein Unterlippen läuft schon blau an, weil er den ganzen Tag nichts tut. Außer rauchen. Merken wir mal die Nummer 9. Nein, das ist nix. Oh, der Joker. Ja, also ein wenig der haut die Nasen, weil es im Suri wieder mal von die 14 Treppen habe ich gesagt hat. Nein, zu viel. Passt auch nicht. Verbrennungen. Schaut krass gut aus. Also, um Gottes Willen, schaut wirklich gut aus. Aber es ist krass. So mag ich nicht umeinander laufen. Ja, so richtig schön Blutunterlauf, aber das ist auch zu viel. Ich glaube, was war es? 9. 9 oder. Ja, genau.
Also da hängt einem so richtig shit der Säufer oben. So, muss ich wieder oben da. Lidstrich um. Alter, was kann man da alles einstellen? Bist du besoffen, Alter? Gesichtsform kommt jetzt da. Was Gesichtsform? 6? Was ist das? Check's nicht. Ich seh keine Änderung. Sagt irgendjemand von einer Änderung? Ach, da haben sie komische kleine Pickeldinger. Ja! Ah! Ja! Ja! Oh ja! Wir müssen noch mit zum Tag der Unreinheiten. Das darf nicht ganz so viel sein. Oh Gott, das ist der beste Foodlab bei Franz, den ich jemals gesehen habe! Gesichtsform 2. Machen wir da nochmal Intensität so? Ja. Gesichtsform 2. Machen wir da mal Intensität? Alter, was? Na, Akne oder keine hat der Foodlab bei Franz. So nicht. Ja, so richtig geile. Kleine Sonnen. Er ist so richtig im Arsch. Er ist so richtig kaputt gesuffen. Ja! Geile Augenringel. Krass, wie viele Möglichkeiten, das ist ein Wahnsinn. Der Adern im Gesicht, disgusting, wir brauchen mal bloß ein paar so Augenringel. Da die Tränen sind. Schau mal seine Augen! Es ist so gut! Aber was nie gut ausschaut, ist, wenn die Intensität immer auf volle Kanone ist. Mal ein bisschen zurück. So, Tattoos, jetzt bin ich gespannt. Sagt man nicht. Boah, kleine Miezi im Gesicht, nein. Was gibt's denn da so? Nein, warum denn Miezis? Ja, und sowas habe ich mir schon gedacht. Das ist absolut bei Bene. Da die haben sofort Franz aufs Hirn auf tätowieren. Mr. Spreewald, merci dir! Schluss, für die jetzt. Geibe für merci, Nummer Geibe für merci, Russen, Sepp, merci, Timmy Boy, merci, Bastelwastel, merci. Stream broken? Was ist mit Stream broken? Was ist mit Stream broken? Hallo? Hört ihr mich? Momental, Babintal. Momental. Warte mal, muss ich ja nicht schauen. Bei mir geht der Stream noch. War kurz weg, Stream hin kurz, okay. Nein, kann passieren. Kann passieren, aber bei mir zeigt es nicht so. Bei mir schaut eigentlich alles stabil aus. Machen wir wieder zu. Keine Bandbreite verbrauchen. Weiter geht's, wir haben noch nicht fertig. Ganz ehrlich, Tattoos sind immer scheiße, vor allem im Gesicht, das mag kein Mensch. Was können die Wangen? Braucht's noch irgendwie mehr? Ich meine, was braucht man noch? Wangen 2? Nein! Ja, so schaut er immer ein bisschen aus, wie ein bisschen eine Lippenstiftbasis. Brauchen wir auch nicht. Lippenstifte, Akzente, Lidschatten oben. Ja, Alter, was ist denn mit dem Speck, aber Farbe? Braucht kein Mensch. Lidstrich, oh, Schmutz. Schmutz ist vielleicht wichtig. Hey, ich bin bei Freund, ich bin verwirrt, und dann hast du mich so blöd draht. So blöd starren, Alter, schau mich an, wie ich ausschaue. Ja, ich finde, der Dreck macht wieder alles kaputt. So, haben wir jetzt am Ende angekommen, ja? Lidstrich oben, Lidstrich unten, Lidschatten. Nein, das wollte ich nicht. Geh weg. 0. Und oben wollte ich eigentlich schwarz haben. So, passt. So, haben wir es jetzt. Zurück zur Frisur. Das Allerwichtigste. Kopfformen, Haare. Wieso tut denn der den Lidschatten so pink machen? Halt ab jetzt! Narben, Wangen, Lidstrich oben, Lidschatten oben. Hört auf jetzt! Mach einfach aus. Kim, mach den Scheiß aus. So. Darf jetzt einfach aufhören, ohne dass er wieder einen Lidschatten kriegt. Das war toll. Haare. Wir gehen mal durch. Nö. Frauenfrisur.
Und jetzt auf Random ankommen, ja? Wo ist denn Random? Drehen, Maus, beenden, keine Ahnung. So. Oh, Haare. Oder ein bisschen auszoomen. Ich möchte halt die ganze Zeit das Mausradl dran, damit ich auszoomen kann, damit man. Da, ich werde nicht oben. Bethesda, was denkt man denn da wieder? Ich möchte gerne Haare aussuchen, aber ein Fünftel da oben darf ich nicht sehen. Herzlichen Glückwunsch. Oh. Das wird immer besser. Ja, auch geil. Ja. Schau dir da an. Ja, oh. Ja, mit Style. So, aber wo haben denn Männerfrisuren? Kann mir mal jemand jetzt Männerfrisuren hier... Rechts halten, Maus auf, ab. Rechts halten, Maus... Nein, funktioniert nicht. Springe. Ich glaube, in der Gesichtsoption kannst du nicht auszoomen. Aber ist ja wurscht. Wir sehen schon was. Ja, ein bisschen dran. Das ist so ein Schmarrn. Ich brauch den kreisrunden Haar. Ja! Schau ihn dir an. Sieh ihn dir an. Rechtsklick halten, Maus fahren. Ach so. Tatsächlich. Hey, wie viel Stunden? Wie viele Stunden hast du in dem Charakter, die du verbracht? Wer weiß denn, wo steht denn das? Steht nirgends. Das steht nirgends. Steht da nirgends. Also ich hab's auch nicht übersehen. Aber gut. Ist ja wurscht. Schau dir da! Der Foodlab bei Franz war noch nicht so real! Merken wir uns mal 21. Oh, da ist noch ein bisschen mehr Raum am Dates. Ja. Oh, da haben wir noch einen guten. Der ist fast noch besser, das ist mehr ein Haarausfall. Schau dir noch. Oh, er ist so würdig. Schau dir noch. Wenn der 17. Nein, natürlich. Nein, ja, diese ganzen Stani-Scheiß-Frisuren da. Ja, ganz genau. So wie die Frisur. Was sind spontane? Da hat er der Sprenger schon gepostet. Aber wenn der Wongel 200 Kilo abnimmt, in 20 Jahren. Nein, das wollte man nicht. Haare wollte man. Ja, komischen Super-Stylo-Kackfrisuren. Die E-Boy-TikTok-Scheißfrisuren. Und nein, das ist es nicht. Er hat schon noch ein paar Pflaumen. Ein paar Pflaumen hat er noch. Ja, ich glaube 16 war es, oder? Was? 16? 17. Schau dir noch. Perfection. Hintergrund. Gehen wir nur mehr auf Körper. Schau dir noch. Laufstil 1. Das ist wahrscheinlich männlich. Und das ist so ein leichter Tuckengang wahrscheinlich. Nein, das sagt da irgendjemand einen Unterschied? Ich nicht. Die Justizveranstalterin sagt, 21 war besser. Schauen wir uns 21 nochmal schnell an. Der war besser. Findest du? Weiß nicht. Ich kenne auch nicht recht viel Unterschied, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ich mag geil. Der Charaktereditor ist einfach immer das Beste. So, das ist der Foodlab Alphons. Hintergrund. Schauen so. Wenn das nicht passt, weiß ich auch nicht. Und wer Foodlab Alphons nicht kennt, der kennt den Onkel Werner und den kannst du dir ungefähr so vorstellen. Super. So, jetzt sind wir allerdings bei wahrscheinlich etwas wichtigeren Dingen. Und zwar der Hintergrundgeschichte zu unserem Charakter halt. Und kann man da selber Dateifehler? Oh Gott, da muss ich jetzt da alles durch. Bestienjäger, Bilder, Cyberrunner. Ich kenne ja die Perks alle gar nicht. Merkmale. Ich weiß ja gar nicht, was gut ist und was schlecht ist. Also, das definiert jetzt so ein bisschen unseren Charakter, was er so kann, was er für Skills hat, etc. Lesen wir einfach mal einmal, was sich cool anhört. Ich lese jetzt da nicht von 25 verschiedene Vorgeschichten an jeden Startskill durch, ganz ehrlich.
Bestienjäger. In den besiedelten Systemen wimmelt es von feindseligen Lebensformen. Von den Ashtar auf Aquila bis zu den Terrormorphs hast du gelernt, diese zu jagen und zu erlegen. Hört sich nicht so nach Foodlab Franz. Timmy Boy, merci dir. Jan, merci wieder ein Resub. Gürtel, merci wieder ein Zwickel. Schluss jetzt. Joe, merci dir. Kaum hat das Spiel ein paar Einstellungsmöglichkeiten für den Charakter, ist der Bürger happy. Ja, der Downfall wird schon noch kommen. Ich rück's bis daher. Bildhauer. Mit deinem anatomischen Wissen und deinen ruhigen Händen hattest du auch Chirurg werden können. Stattdessen hast du auf dein Herz gehört und fantastische Kunstwerke erschaffen. Na, das hört sich nicht nach dem Foodlab bei Franz so. Cyberrunner. Von Neon bis New Atlantis stehen die Megacorps für Macht, Prestige und Profit. Du hast für und gegen sie gearbeitet, offen und verdeckt und dein Gewissen dabei oft für Credits geopfert. Okay, da kann man schleichen. Sicherheit. Der standardisierte digitale Schließmechanismus ist zwar für seine hohe Sicherheit bekannt, aber mit dem richtigen Auswählen kann jeder Code geknackt werden. Das ist sowas, das tat mir jetzt halt wieder bei, da ist ein Dieb dabei, es ist zwar nicht sehr ehrenhaft und ganz gewiss auch nicht legal manchmal, aber dennoch nötig, diskret einem anderen Menschen dessen Eigentum zu entwenden. Das habe ich in Skyrim auch immer gern da. Ah, jeder endet in Skyrim irgendwann beim Stealth Archer. Jeder! Dateifehler. Merkwürdigerweise gibt es in den Daten keine Informationen über dein früheres Leben. Ist das ein Versäumnis des Verwaltungspersonals? Hat eine unbekannte Macht die Daten gelöscht? Oder gab es einfach nichts Erwähnenswertes? Fest steht, deine Vergangenheit kennst nur du. Wichtig sind das hier und jetzt und der Weg, den du einschlägst. Wohlbefinden, Ballistik und Fliegen. Der Foodlab bei Franz hört sich doch so richtig nach einem Dateifehler an. Oder? Was haben wir sonst noch, oder? Koch, Kopfgeldjäger, Kybernetiker, Pilger, Professor. Ja, nehmen wir einen Dateifehler. Es ist ein Dateifehler, hört sich gut an. Du, der Foodlab bei Franz, der keine Ahnung, was der den ganzen Tag drüber ist, Dateifehler. Also kann man da mehrere? Nein, kann man nicht. Okay. Nehmen wir einen Dateifehler, muss ich mir den ganzen Scheiß da jetzt durchlesen. Und das 10, geh wieder auf, dann haben wir nicht mehr, haben wir nichts gesehen außer Mining Laser Ghost und Foodlab bei Franz, Geschichte. Merkmale. Alien-DNA. Das ist jetzt vielleicht gar nicht so, das sind sowieso Startskills, ich gehe mir schwer davon aus, dass es ist wie in Skyrim, du skillst und levelst das, was du tust. Das heißt, mit deinen Startskills drauf geschissen, wenn ich dann so umeinander, ich habe keinen Startskill mit Schießerei, aber ich schieße dann den ganzen Tag umeinander, dann skill ich das halt so. Du brauchst Fliegen, du brauchst Deutschunterricht, Andreas. Du hast dich für ein riskantes Experiment freiwillig gemeldet, das Alien- und Menschen-DNA vereint. Darum startest du mit höherer Gesundheit und hast mehr Sauerstoff, allerdings sind Heil- und Nahrungsitems weniger wirksam. Ich bin Arbeitgeber. Hast du deine Crew für ein bestimmtes Schiffssystem ausgebildet, repariert sich das System gelegentlich vollständig, wenn es zu wenig ist. Aufgeklärt erzogen. Du bist als Mitglied der Aufgeklärten aufgewachsen. Du erhältst im Haus der Aufklärung im New Atlantis Zugriff auf eine Spezialkiste voller Items, verlierst aber den Zugriff auf die Sanctum-Universum-Kiste. Kann nicht mit einem Empath, das Gespür für Gefühle anderer Personen. Na. Extrovertiert. Du bist ein geselliger Typ, bist mit menschlichen Begleitern unterwegs, verbrauchst du weniger Sauerstoff. Du bist alleine, verbrauchst du mehr, kannst nicht mit introvertiert. Das hört sich gut an. Ah, der Foodlab bei Franz ist der extrovertierte Typ, das hilft nicht. Freestar Collective Siedler. Einige Missionen der Fraktion Freestar Collective weisen zusätzliche Dialogoptionen und das ist aber zu eigentlich gesucht. Es hat sich herumgesprochen, dass auf deinen Kopf ein Preis ausgesetzt ist. Gelegentlich werden bewaffnete Soldaten auftauchen und versuchen dich umzubringen, aber in die Ecke getrieben läufst du zur Hochform auf. Wenn deine Gesundheit niedrig ist, verursachst du zusätzlichen Schaden. Heldenverehrung. Ab und zu taucht ein nerviger, riesiger Fan von dir auf und labert dich voll. Im Gegenzug wird er jedoch Teil deiner Crew und beschenkt dich. Das hört sich super an. Nehmen wir. Kinderkram. Deinen Eltern geht es gut, du kannst sie sogar zu Hause besuchen. Dafür werden jede Woche automatisch 2% deiner Credits zu ihnen nach Hause geschickt. Was ist das für ein Scheißperk, Alter? Oder Merkmal. Neon-Straßenratte. Du bist in der Straße von Neon aufgewachsen. Missionen in Neon weisen zusätzliche Dialogoptionen hier. Ja, das ist auch alles nicht so wichtig. Merke ich gerade so. Schlangenumarmung. Du bist im Glauben an die große Schlange aufgewachsen. Grafsprünge, Gravity-Sprünge halt wahrscheinlich, verleihen deine Gesundheit und deinem Sauerstoff einen vorübergehenden Schub. Wie bei einer Sucht sinken jedoch beide, wenn du nicht regelmäßig springst. Das ist ja totaler Scheiß. Du hast dich nie ins Weltall gewöhnt. Gesundheit und Sauerstoff sind am Boden erhöht, im Weltall jedoch verringert. Kann nicht mit Weltraum kombiniert werden. Traumhaus. Du besitzt ein luxuriöses, individualisierbares Haus auf einem friedlichen Planeten. Allerdings beträgt die Hypothek bei der Geldbank 125.000 Credits und die muss wöchentlich gezahlt werden. So ein Vorschlag! Was nehmen wir jetzt da noch?
Dein Körper hat sich ans Weltall gewöhnt, dafür haben wir wahrscheinlich am Boden. Das ist so ein. Nehmen wir das Neon-Ding. Neon hätte sich noch einen guten Stadt an. Sag ich dir, das ist noch ein abgefuckten Scheißstadt. Da wo wir herkommen, das nehmen wir. Neon-Straßenratte. So, haben wir's! Sind wir zufrieden? Benzian, merci für den Resub. Ich bin einmal wieder da. Beste Grüße vom ehemaligen Feuerwehrlehrern. Das ist mir dazu schreiben, weil bis ich mir deinen neuen Namen gewohnt geht, und der. So, gut. Beenden. Ich sag, jetzt kommen wir ich bin voll einmal Franz, to Space! Ja, ein Bierger brauchen wir auch noch. Ein Bierger brauchen wir auch noch. Was bin ich für Vollidiot? Einen Namen brauchen wir noch. Ja, sicherlich. Full bei Franz, Alter. Er, ihn. Wieso? Ich mag aber mit Sie gesprochen werden. Wo kann ich das umstellen? Wieso kann ich das nicht umstellen? Geht nicht. Ja. Ja, Bethesda, da waren wir wieder nicht sehr divers. Gut, ich wüsste dann nicht mit was, dass ich... It's 16 times the diversity! Gibt's noch mehr? Ja, Gott sei Dank. Natürlich nicht mehr Diadem! Was sollte... Ganz ehrlich! Wer geistig behindert, ich mich bitte mit Diadem angesprochen werden, das wenn jemals... Achtung, Prediction. Wenn jemals jemand in echt zu mir sagt, ja, Entschuldigung, ich möchte bitte mit Diadem angesprochen werden, dann hau ich ihm gerade aufs Maul. Bin immer ganz klassisch eher ihm. So schaut's aus. Ich halte das immer nur für ein Gerücht, dass sich irgendjemand darauf Wert legt, dass er mit Daydem... Was soll Daydem überhaupt sein? Day Cannabis Hugs! Dem Schwerbehinderung! Halt doch dein Maul, du Trottel! Charakter benennen eher ihn! Der Foodlab bei Franz! Wer sagt denn, der Franz ein Mo ist? Ich weiß nicht! Sein Name Franz vielleicht? Abhauen! Was? Enter! Bitte doch so bestätigen. Okay, Glauben Sie- die Probe hast du. Der Kunde ist unterwegs. Dann werden wir bezahlt. Erinnerst du dich noch an irgendwas? Also die Lippenasynchronität ist schon ganz krass schlecht. Also das reißt einen ganz krass außer. Und das erste, was mir auch wieder auffällt, ist, es ist ja immer noch die alte Creation Engine. Die Gesichter, die schauen gut aus, aber sie sind so krass emotionslos, wenn sie labern. Hey, sag was. Sagst du das? Gut, da passt jetzt die Lippensynchronität nicht. Das kriegt Bethesda offensichtlich nie in den Griff. Ob ich mich an was erinnere. Was ist denn vor dem Character-Editor passiert? Keine Ahnung, das war vor einer Dreiviertelstunde gefühlt. Es gab so ein Licht und Musik. Was denn glaubt, was Slayer? Es war unglaublich, Komm wie ein schon. Traum oder Mir eine. geht's gut. Warum ist denn der Mauszeiger schon wieder so schwammig? Krieg ich schon das Kotzen. Ich weiß nichts mehr, nachdem ich in den Tunnel gegangen bin. Was ist das für ein Ding? Es gab so ein Licht und Musik. Du warst bewusstlos. Das Franz, steht mir ist fest. wieder nur ins 50. Sonst noch was? Wahrscheinlich spielt dein Hirn dir nur einen Streich. Jedenfalls haben wir, was wir wollten. Ah, Der das ganze geht. Stress wegen dem blöden Ding? Sieht voll langweilig aus. Ist doch egal, wie es aussieht. Das Ding ist mehr wert, als die Mine den ganzen Monat eingebracht hat. Wenn man vom Teufel spricht. Also ganz ehrlich, die deutsche Grafik ist brutal, die man schaut mal die so. Also da brauchen wir wirklich nicht schmerzen, das ist wirklich krass. Also es schaut richtig krass gut aus. Die Animationen und so weiter schauen bis jetzt richtig krass aus. Die deutsche Unser Synchro. Constellation-Kontakt ist im Anflug. Moment. Dieser Entdeckertrupp? Ich dachte, die wären Loser. Schau noch. Du bist nur zu jung und hast keine Ahnung. Hey, ich sage Ihnen Na. nur, dass Sie einen Ruf haben.
Scheiße. Das ist aber schon ein ganz schön fitter Franz, du. dass es sie gar nicht gibt. Der Hiebe, fitter Franz ist, der kann sprinten wie Sau. Gut, nein, First Person. Tut es aber. Genau. Ah, schaut auch alles ziemlich krass aus. Ja, aber komm schon. Den Weltraum erkunden? Wer macht das denn noch? Fühlt sich ja ziemlich flüssig an, muss man, aber das sind einmal die ersten Dinge. Für die wohl nicht. Das reißt halt richtig krass, außer wenn die einen Mund zu haben und es kommt die deutsche Synchro und also ist halt überhaupt nicht da, wo es hingehört. Hey, es muss doch mittlerweile eigentlich ein System geben, das einen Mund automatisch zur Audio bewegt. Dass das nicht vorgerendert ist, sondern automatisch. Das gibt's ja nicht. Frankie Boy, merci dir, Bussi aufs Nussi. Also, wir schauen uns das jetzt einmal nur auf. Und so ist die deutsche Synchro jetzt im ersten Eindruck mal noch gar nicht schlecht. Also, da gibt's weit schlechter, die ist nicht super toll, aber es gibt weit schlechteres und das wissen wir alle, wenn wir da sind. Aber, dass das nicht mit dem Mund zusammenpasst, das passt mir nicht. Wo kann ich sehen, was ich zum Tor habe? Also, ich meine, ich check schon, ich muss ihre da nachlaufen wahrscheinlich. Okay, Dusty. Luftschleuse. Leg den Helm an. Ja, und die emotionslosen Gesichter halt, das hat Bethesda schon immer, das fällt mir auch sofort auf. So, Tab, das ist unser Menü. Food Lab bei Franz, Level 1, Sternenkarte, Skills, wie schaut's Inventar aus? Okay, geht also beschissen wie in Skyrim, herzlichen Glückwunsch, da hat sich auch nichts da. Was haben wir da? Die Sternenkarte. Alter. Tu mir aus, scrollen. Gut. Haben wir nur im Tutorial, ich weiß nicht. Wähle die Kategorie Helme aus. Ach, ich muss ein... Ah! Also war Zielmarker, okay. Ah, wo bin denn ich? Lass mich wieder in meinem... Ah! Wir kommen da raus! Alter, what the fuck? Ich drücke einfach auf den... Ja, gut, passt. Das schauen wir uns später an. Weltkarte schauen wir später an. Warum steht jetzt da kein Text mehr, was das ist? Da kann ich gar nicht hinklicken. Ach, das ganze Ding ist eine Schaltfläche. Okay. Cutter Inventar. Kategorie Helme. Anzug, Tunnel, Mining-Rucksack, Helme. Brut. Helm, Tiefminen. Was heißt SR? Was heißt SR? Guck mal. 34. Das ist wahrscheinlich eine physische Resistenz, Energieresistenz, elektromagnetische Resistenz, luftbasiert, Strahlungsresi wahrscheinlich, Masse, kann man das irgendwie einblenden lassen, was das zum Bedeuten hat? X untersuchen. Ja, Alter, was soll ich da untersuchen hab? Helm in Gebieten mit atembauer Luft verbergen, Favorit ablegen. Schutzrate, maybe? Das war ein komischer Begriff. Super Rate Racing. Credits, Masse. Ja, gut, interessiert mich nicht. Muss ich meinen Helm aufsetzen? Passt schon. Habe ich den jetzt aufgesessen oder nicht? Aufsetzen? Ah ja, jetzt halt. Okay, ach, da muss ein Hackerlohne, okay. Anzug, der ist Ozung. Dann haben wir Hilfe. Was ist das da? Neurodyne. Das Standardkit der besiedelten Systeme für Medizin. Okay. Ressourcen. Alles. Geht an meine Rohstoffe. Ja, ich sehe jetzt schon wieder, dass wir das Menü, muss ich wieder auf Mods warten, bis das passt. So, dann schauen wir mal. Skills, mag ich auch noch schnell sehen. Für jeden Stufenaufstieg erhältst du einen Skillpunkt. Jeder Skill schaltet eine Herausforderung frei. Schließe diese ab, um einen Skillpunkt zu erhalten, mit dem du den Skillrang erhöhen kannst. In der oberen Reihe siehst du die Einsteiger-Skills. Die Reihen darunter sind so lange gesperrt, bis du die minimale Anzahl an Skillpunkten in dieser Kategorie ausgegeben hast. Ja, das war auch ähnlich wie in Skyrim. Wir haben eine Ballistik aktiv. Menü ruckelt schon wieder wie Scheiße, warum auch immer. Wohlbefinden, Gewicht heben und dann steht unten, was das so kann. Das gehen wir jetzt natürlich nicht alles durch. Das schauen wir vielleicht offstream ein bisschen an und damit ein bisschen auseinander fliegen. Du kannst jetzt Schubdüsen einsetzen. Okay. Gehen wir außer, wird schon passen. So, Helm ist auf! Timson! WB! Das Leben hat wieder Sinn. Ich hoffe, du hast den Urlaub genossen. Hobby, merci dir. Schön, dass du da bist. Küsschen aufs Nüsschen. Bin aber gespannt. So, Helm. Heißt das, man muss draußen einen Helm aufsetzen, weil man sonst verreckt? Verstehe ich das richtig? Wird man da irgend sowas wie ein Sauerstoff angezeigt? Mission aktualisiert. Kleiner Schritt, Folge Lin. Oh, da ist was. Er kennt so einen Roboter-Buddy. Kannst du den noch mal zusammenbauen? Ich mag, dass der mit mir mitkommt. Du siehst nicht gut
aus. Du hast keinen Bohrer in deinem Bohrer. Tschüss. So, spät, kann's losgehen. Ehrlich? In der Discovery-Klasse? Das Schiff ist älter als der Mond. Okay. Schaut cool aus, kannst du sagen, was du willst. Treff dich mit dem Kunden. Bin ich nicht gerade von irgendeinem komischen Material ausgenockt worden? Wollen wir da nicht drüber reden? Wieso müssen wir jetzt Kundengespräche führen? Warte, ich mag aber zuerst da oben schauen, was da so los ist. Oh, okay. Ob man bis dahinter gehen kann? Springen kann man viel. Entfernungsanzeige auf dem Quer. Oh ja, den mag ich haben! Den habe ich im Trailer gesehen. Hi! Du bist der Barrett. Muss ich jetzt mit... Lange her. So. In der Tat. Die Mine auf Bindi, oder? Kasal, was ein Drecksloch. Genau wie hier. Seltene Mineralien. Du hast jetzt einen etwas erleseneren Geschmack, was? Also, ihr habt was gefunden, ja? Genau hier. Der neue. Ach ja. Und alles lief cool? Einfach wie Mineralien einsammeln auf Bindi? Kasal. Und nein, Barrett, es lief nicht Wenn cool. Kerbal Space Program so ausschauen darf, da die ausfliegen. Alex, merci dir. Ehrlich, Cowboy? Warst auf nem Trip, ja? Mir geht's gut. Bin der Foodlab, Franz. Gibt nichts zu bereden. Okay, enttäuscht mich ehrlich gesagt ein bisschen, aber die seltsamen Seiten des Alls sind nicht für jeden was. Das verstehe ich. Hey, gib mir einfach die Credits. Dann bin ich froh, wenn ich dich und dieses Ding nie wiedersehe. Deswegen mag ich dich, Lynn. Das ist doch das Mineralding, das ich da gefunden habe, oder nicht? Die Scanner der Frontier melden ein Schiff, das sich rasant aus dem Orbit nähert. Ich dachte echt, sie wären weg. Barrett? Oh, Scheiße. Das ist die Credits. Haltet die Piraten ab! Ja, mit was denn? Mit meinem Laser! Ich hab bloß einen Laser! Optional, nimm meine Waffe. Wo? Nimm meine Waffe! Gib mir eine Waffe! Oh, peng, peng. Wow, Pistolen, echt? Das sind so Rowdies. Wir schaffen das. Wie tut man wie tut man Waffen wechseln? Waffen. Cutter, Eon. Kann man da nicht irgendwie... Weißt schon? B. Da mit B, Favorit. Ah, schneller. Ja, das kenne ich aus Fallout noch. Die haben wir jetzt einmal da rein. Und dann Cutter, der haben wir noch links. Die Frage ist jetzt bloß, wie man das aufmacht. Q halten. Danke, Sprengi. Sprengi, denk mit. Okay. In Deckung bleiben. Achso. Wenn ich mir das... Kann man recht... Oh ja. Wer kommt jetzt da? Ey, baller rein, Fresse! Gott, hab ich schon lange keinen Shooter mehr gespielt. Das wird jetzt richtig geil peinlich. Achtung, ich mag was probieren. Ich hab keine Munition. Ah! Zurückgas! Roboman! Au! Geh weg! Wo Munition? Ah, da Munition, okay. Wo tut man sie ducken? Da tut man sie ducken. Okay, warte mal. So weit geht man bis dahin wahrscheinlich nicht. Das einfach mal da oben. Und da oben. Oh, wow. Explosion schaut gut aus. Kannst du sagen, was du magst. Okay, ja. Kann man so eigentlich ausschießen? Meine, der ist voll wütend! Geh weg von mir! Ja, ich muss die Sensitivity noch ein bisschen runterstellen. Da hat's ihn schon. Wo ist da noch einer? Da hinten hat sich noch einer versteckt. Ja, halt mal den Mal jetzt. Brauchen wir nicht mehr anlegen! Oh, das mag ich haben. Gib das. Warte. Das mag ich haben. Irgendwas haben wir gekriegt. Das haben wir gekriegt. Favorit B. Warte. Ja. Ja. Dann machen wir so. Ja. Und wieder Moon. Nicht ein Teufel. What? Alter, das Ding kann ja gar nichts! Darf ich nicht davor jetzt? Es hat ja sehr lang gedauert, bis irgendein Physikfehler kommt. So, kann man eigentlich tatsächlich.
Okay. Okay, I'm all in. Muss bloß die Sensitivity ein bisschen anders einstellen, weil sonst... Was haben wir? Oh, schau hier. Helm, Piratenangel. Ich nehme alles mit. Looten und bluten. Modifiziert, Fluganzug, Security. Das kann man doch mit Sicherheit alles verkaufen. Medipack, eine Rettungsaxt. Oh, Nahkampfangriff. Achtung. Ja, haben wir schon drin. Haben wir schon da. Haben wir... Nein, Cutter. Das schau hier. Ach, das ist der Damage, oder was? Feuerrate, Distanz, Schuss. Magazin, blablabla. Und wie viel... Was bedeutet das Herzal? Das ist wahrscheinlich der Favorit. Rettungsaxt, der wir auch irgendwo hin. Der wir da hier modifiziert. Hat ein Mündungsbrett. Kann man die Waffen ausbauen, oder was? Mit Ausrüstung vergleichen. Okay. Handlung sortieren, untersuchen. Kann man die Waffen modifizieren, oder wie? I für Inventar geht schneller. Es ist wahrscheinlich richtig, ja. Es ist absolut richtig. Medipack. Was ist denn der Ripshank? Weiß ich nicht, nehme ich mit. Weiß ich nicht, nehme ich mit. Wo ist jetzt das Piratenschiff hin? Irgendwann, das krieg ich. Ich wollte es kapern. Oh, war jetzt langsam. Sind da Miethühnchen? Okay. Drückst R im Lootfenster, mehr Info. Nochmal. Ach, dann sieht man sogar die Leiche am Bord. Okay. Mit Ausrüstung vergleichen, nehmen, alles nehmen, untersuchen. Ja, ich sehe schon. Anzug, der ist 6000 wert. Her damit! Jetzt bin ich bloß gespannt, wie überladen das ich bin. Das ist also allseits bekanntes Problem. Aber ich gehe da schnell auf Zeiten, damit ihr es lesen könnt. Ist noch nicht so tragisch. Also ich habe mir eigentlich vorgestellt, dass wenn ich da jetzt 25 Waffen aufnehme und so, dass ich da mehrere Probleme kriege. Naja, gut. Wenn wir schnell was probieren. Wenn ich im Chat was gelesen habe. Das heißt, kann man das ändern? Na, kann man nicht. Jetzt pass auf. Man kann dann die Ziffern drucken. Und jetzt pass auf. Das machen wir. Dann ist das quasi Quick Draw. Sage ich das richtig? Machen wir so. Dann die Pistole auf die 2 und das Ding auf die 3. Und dann cutten wir dann so aus. Beziehungsweise wir nehmen die modifizierte Maltström. Die ist ja wahrscheinlich besser. Wo unterscheidet sind die? Jetzt müssen wir aufmachen so. 4,4 Wert, Mods 1 von Sim. Hat er die erhöhte Präzision. Ja, passt schon. Ja, okay. Ein Visier war halt geil, weil ich Kimme und Korn einfach hasse. Ah ja. Crimson Fleet hat uns echt Ah, viel besser. Ja, du hast ja besser aimen mit angelegt. So! Natürlich wurde Barrett verfolgt. Jedes Mal. Meine Gesundheit schaut nicht gut aus. Was ist jetzt? Das war echt ja. tolle Arbeit, trotz des Drucks. Ich hab nicht viel da. Du hast das Artefakt ausgegraben, ja? Dann hast du die Visionen gesehen? Du kommst mit mir zur Constellation. Du gehörst jetzt dazu. Wenn Sie mir sagen können, was das für ein Artefakt ist, bin ich dabei. Runter von diesem verdammten Boot! Nichts lieber als das! Warte mal, ich wollte nie irgendwas mit all dem zu tun haben. Was ist die Constellation überhaupt? Was ist die Constellation überhaupt? Also Kinder, vorher hat mir jemand gefragt, um was geht's in Starfield. Im Bethesda-Spiele im Allgemeinen sind Rollenspiele. Das heißt, Dialoge sich in die Welt hineinziehen lassen, die von Charakteren begeistern lassen, vielleicht sogar sich Zeit lassen. Darum da ich gerne etwas erfahren, was ist die Constellation überhaupt? Nico, mir ist wieder ein Resub. Starrst du nachts in die Sterne und fragst dich, was da draußen ist? Das sind wir. Da fliegen wir hin. Okay. Möchte wissen, was das für ein Artefakt ist, das wir da gefunden haben. Fantastisch. Oh nein, Barrett, nein. Du glaubst, du kannst nach der Nummer einfach abdüsen? Oh, ich habe euch wohl echt alle auf die Abschussliste der Crimson Fleet gesetzt. Wie wär's, wenn ich bleibe und stattdessen deinen Dusty schicke? Ich weiß. Aber er ist kein Miner mehr, Lynn. Als er diesen Felsen berührte, änderte sich was. Sag mir nicht, dass du es nicht spürst. Fein. Abgemacht. Hau endlich ab, Dusty. Auf dich wartet Größeres. Dusty?
Danke für alles, Lynn. Vergiss es, nicht mein Job. Und die Mine, braucht ihr mich nicht? Hau ab von der scheiß Mine! Bitte zum Moment meinen kämen, da kann ich hin verspeien. Geh, bevor ich was sag, was ich bereuen werde. Okay, bye! So, nachdem das geklärt ist. Vasco, bring ihn zur Loge. Keine Umwege, außer sie sind unvermeidbar, okay? Indigo-Protokoll. Indigo. Schon wieder. Schön. Ach, und hey, hier. Kannst du da draußen gut gebrauchen. Und du siehst sogar, wie spät es ist. Oh, ich habe eine Uhr gekriegt. In der Collectors Edition gibt es die Uhr in echt dazu. Da habe ich noch keinen Skandal gelesen, da bin ich gespannt. Hey, wie schlecht die wieder ist. Sieh dir das an. Die Uhr passt dir perfekt. Also. Wem passt denn keine Uhr? Drücke Tab, wenn du ein Gespräch beenden willst. Warum schickst du mich? Solltest nicht eigentlich du gehen? Du gibst mir dein Schiff? Wer seid ihr? Was ist die Constellation? Was ist das? Das ist das Problem mit den besiedelten Systemen. Man hält schnell alles für selbstverständlich. Während alle anderen politische Spielchen treiben, trotzen wir dem Unbekannten. Erkunden die gigantische Leere des Alls. Also was wie Ohne uns Enterprise. ist die Galaxie nur ein großes Zimmer mit ausgeschaltetem Licht. Was genau haben wir da ausgegraben? Das ist die 1 Million Credit-Frage. Wissen wir noch Und nicht die quasi. Constellation kann Ich die verstehe. Antwort finden. Mit deiner Hilfe. Also geh jetzt mal schwer davon aus, wer Skyrim kennt, wisst ja, das Spielchen, da gibt es auch verschiedene Fraktionen, wie diese Diebesgilde und was weiß ich, wie die anderen Fraktionen, ich weiß nicht, ich habe schon Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Und so wird es da wahrscheinlich auch sein, so dass die Constellation ist so eine Entdeckergilde, mehr oder weniger. Und was weiß ich, was Neues gibt. Warum war die Crimson Fleet hinter dir her? Was ist die Crimson Fleet? Wahrscheinlich diese Piraten. Sie folgen einfach der Beute. Wie alle Piraten. Und ich habe den Ruf, ein Beutesammler zu sein. Okay. Ja, der Herr Ruschdorfer Gute schreibt gerade, die Lippensynchro ist auf Deutsch absolut unterirdisch schlecht. Passt überhaupt nicht zusammen, weil eben die englische Lippensynchro sich nach dem englischen Text bewegt, aber der deutsche Text abläuft. Die englische Lippensynchro war fucking on point, muss ich ganz ehrlich sagen. Und übrigens, wir spielen am Freitag natürlich weiter, weil ich hab mir schon gedacht, es ist halt sonst noch eine! Das war mir schon klar, dass wir innerhalb von 2,5 Stunden nicht einen Teufel zum Singen kriegen in so einem Spiel. Darum spielen wir am Freitag nochmal eine Runde. 20 Uhr, wenn nicht da ist, rote Rakete. So. Warum schickst du mich? Solltest du nicht eigentlich du gehen? Na komm schon. Bist du gar nicht neugierig, was es mit der Lichtshow und der Musik auf sich hat? Warum nur du das erlebt hast? Falls du es nämlich nicht gemerkt hast, von uns hatte seitdem niemand ein Problem. So wie ich das sehe, braucht die Constellation zwar das Artefakt, aber sie brauchen auch dich. Die Sache wird immer rätselhafter und du steckst jetzt mittendrin. Das ist okay. Verlassen. Und Vasco, lass ihn nicht Geh an mein Bord des Schiff Schiffs. zerstören. Ist es jetzt mein... Ich weiß nicht, warum ich sein Schiff kriege. Keine Ahnung. Wahrscheinlich wieder, weil ich wahrscheinlich bin ich Spaceborn. Ist Gehst jetzt... du dann mal? Hier bringst du uns nichts. Okay, der Vasco ist jetzt schon ein ganz cooler Typ, muss ich ganz ehrlich sagen. Kann ich mit dem Sie reden? sind nun wohl der neue Captain der Frontier. Oh. Ist es jetzt mein Schiff? Gehört es mir? So, Schuck raus. Das ist einfach geschenkt krieg. Jetzt bin ich gespannt, wie sich das anfühlt. Die Ob's Rampe hoch. Ladezeiten gibt oder nicht. Was ist da? In der externen- Pharma-Kit. AMP. Was ist das? Okay, das ist ein Asthma-Spray. Eine auf Steroiden basierte leistungssteigende Substanz, die vorübergehend die Beinstärke erhöht. Plus 35% Bewegungstempo für 2 Minuten. Zweimal die Sprunghöhe. Okay, cool. Was haben wir da? Medipack Immobilisator. Immobilizer. Dient der Stützung von verwundeten Gliedmaßen zur Behandlung von... Okay. Das Medipack nehmen wir mal. Das werden wir nämlich auch nehmen müssen. Probieren wir gleich mal. Medipack haben wir 9 Stück. Hört sich über Stimpack aus Fallout. Was ist mit dir? Kommst du? Captain, das Indigo-Protokoll ist aktiv. Achtung, Wohlbefinden. Skills, was ist... Shortcut für Skills, weiß ich jetzt noch nicht, ist mir wurscht. Achtung, wir haben jetzt gerade Skillpunkte in Wohlbefinden gekriegt.
Also mich interessiert einfach nur, ich möchte sicher gehen, dass es schon so ist, wie ich es annehme. Das ist dieser Skill. Klicken wir mal drauf. Durch einen aktiven Lebensstil und eine gesunde Ernährung kann man sein allgemeines Wohlbefinden und sogar seine Lebenserwartung steigern. Rang 1 erhöht deine maximale Gesundheit um 10%, 20%, 30%, 40%. Das sind im Prinzip Stufen. Und jetzt mal, wenn wir halt irgendeine Aktion ausführen, die wahrscheinlich mit Gesundheit zum Tor hat, kriegen wir mir da ein paar Skillpunkte ein. Jetzt ist bloß noch die Frage, wo es da unten, da, Herausforderung. Ach, wir haben da, Irrzeit. Hat es ja vorher geheißen. So ähnlich. Im Prinzip ist jetzt in dem Fall nichts anderes wie Erfahrung. Wir müssen mal 200 Schaden heilen, dann kriegen wir die nächste Stufen. Verstehe ich das richtig? Typ entsperren. Wo sägen ich? Naja gut, das werden wir dann schon herausfinden, wenn wir mal den ersten Skillpunkt kriegen. Skillpunkte haben wir aktuell 0. Da muss ich kurz auf Zeiten gehen, das ist da verdeckt. Und dann kann ich wahrscheinlich einen anderen Perk freischalten. Und innerhalb von diesem Perk sind Herausforderungen, mit denen ich den dann steigern kann. Und muss ich das dann mit einem Skillpunkt freischalten, die zweite Stufen? Wahrscheinlich schon. Oder halt eben einen zweiten anderen Perk in physisch, in... Was gibt's noch? Sozial ist in Rollenspielen immer gern unterschätzt, aber sau wichtig. Eigentlich ist wieder alles wichtig so. Außer die Forschung muss man sich ja damit durchklicken, was das so kann. Aber das hält jetzt wirklich nur sehr lang unnötig auf. Wir haben da auch schon ein paar XP, so ein gutes Drittel, Level 1. Und das kriegt man wahrscheinlich mit allem möglichen, mit Gebiete entdecken, mit Piraten killen, mit Quests erfüllen, was auch immer. So, wir müssen da auf Frontier einsteigen. Okay, ganz ein kurzer Ladescreen ist akzeptabel. Sie können ein Schiff der Klasse A fliegen. Barrett sagt immer, es ist so leicht wie Radfahren. Ich versuche, die Schilde hochzufahren, falls es irgendwelche Probleme gibt. Klebeband. Kann man das brauchen? Keine Ahnung. Okay, warte mal. Kann man das wieder? Ja, wie in Skyrim. Die gute alte Engine. Das legen wir jetzt da, da gefällt es mir besser. Was ist das? Ein Lichtschwert. Ein Digi-Dietrich. Angebissenes Sandwich. Kann man das gleich essen? Chunks-Apfel. Wieso ein viergarten Apfel? Wieso denn? Schleudersitz. Hinsetzen. Das ist wichtig. Hallo? Was haben wir da? Schlagschrauber. Okay. Wie geil leblos das ausschaut, der Franz. Schau dir noch. Schaut aus seinem Helm wie der traurigste Mensch der Welt. Jetzt ist die Frage, ob wir das alles sofort mitnehmen müssen. Persönlich Barrett. Persönliches Slate 1. Das schaut mir so ein bisschen nach so einem Nachrichtending. Du weißt, wie es läuft, Vasco. Das Indigo-Protokoll verbietet alle Trödeleien, Träumereien, Tändeleien. Also jeden Spaß. Außer diese Trödeleien, Träumereien und Tändeleien sind, was allein Sarah entscheidet, zwingend nötig, um dieses erstklassige Schiff, die Frontier der Discovery-Klasse, heil wieder nach Hause zu bringen. Okay. So Audioaufnahmen. Ich es mir nur von der Ach, das geht weiter, okay. Auch wenn ich nicht vorhabe, Das nehmen wir mit. zurückzugeben. Was haben wir da? Schokohappen. Ich meine, wenn das im Schiff, wenn das unser Schiff bleibt, nehmen wir das trotzdem alles mit. Was haben wir da? Behälter mit Müsli, Klebeband, nehmen wir alles mit. Immer alles mit, alles, was man irgendwie brauchen kann. Kann man da aufmachen? Nö. Kann man da Kombüse? Was? Crafting-System. Alien Jerky. Das schaut aber super lecker aus, in so einer komischen, vakuumierten Letten drin. Okay, wir haben noch nichts zum Craften, deswegen können wir wahrscheinlich eine Alien-Rührei. Alien-Sandwich. Okay. Okay, erstes Crafting, gesehen, passt. Was haben wir da so? Kommen wir da irgendwo ein? Was haben wir da? Aktivieren. Oh ja, wichtig. Kein Rollenspiel ist das Richtige, wenn man nicht spülen kann. Kann jetzt wirklich scheißen gehen, sehe ich das richtig? B. Warten. Okay, da vergeht bloß Zeit, das braucht's nicht. Dass der Rucksack so aussieht. Was haben wir da noch? Barrett, persönliches Slate. Na, hallo auch, Was ein Labern. lustigen Piraten. Seifenspender. Habt ihr es also endlich geschafft? Toilettenpapier. Mein Schiff geentert, meinen Bot geschrottet und mir die schönen Schade. braunen Augen aus dem Ich sehe hier keine Engelsgesicht Spülung, Kinder.
Und dann habt Kein ihr Gespräch. gemerkt, der Typ, den ihr für einen Schatzjäger gehalten habt, Okay, das hat ist, gar keinen das ist Schatz. Weltkarten. Nicht mehr. Kann schon sein, dass ich schaut cool aus, cool gemacht. hatte, als ich euch Losern bei Cool Kumasi gemacht, entwischt cool bin. gemacht. Ich möchte raus Aber da. ich musste tanken. Okay. Gehen wir mal weiter. Ihr kriegt also rein gar nichts. Luke, öffnen. Nur meinen Geist. Ich werde euch nämlich bis ans Ende eurer Tage heimsuchen. Schnauze Wie jetzt. lange dauert das bei einem Crimson Fleet? Was ist das da? Piraten etwa? Forschungsstation. Eine Woche? Schließe im Forschungslabor Projekte ab, um neue Herstellungsrezepte zu entdecken. Um mit deinem Forschungsprojekt voranzukommen, benötigst du Materialien. Dabei kann es sich um vom Planeten extrahierte Rohmaterialien handeln, jene, wie wir schon abgebaut haben, um organische Substanzen von Alien-Kreaturen oder Pflanzen oder um an anderen industriellen Werkbauern. Okay. Also kann man auch craften. Was kann man da so craften? Pharmakologie, ja, Arzneimittel, Essen, Getränkeentwicklung, Fertigung. Was ist das? Weiß ich nicht. Okay, kann man wahrscheinlich wieder ganze Bases bauen. Okay, ja, ist ja auch cool. Anzugmods. Was auch immer das kann, das ist alles blockiert. Helmmods. Sagt man da irgendwie, ich wähle jetzt das einmal aus. Lerne, wie du Helmmods an Anzugwerkbänken herstellen kannst. Kosmetikum. Naja, gut. Alles für später. Man kann also craften und man kann kochen und so weiter. Das, was ich da jetzt einmal kurz loswerden muss, ganz ehrlich, der Artstyle, wie alles ausschaut, das Interieur und allgemein alles, ist ziemlich geil. Ganz ehrlich, ziemlich geil. Als wär's so, das nächste Level, die Leute, die Alien 1 kennen und Alien 2, Tab halten für Instant Exit. Dankeschön. Das hat auch so ein. Ich weiß nicht, wie man diesen. Ja, Low-Tech-Schäbig-Look sprengen. Dankeschön. Aber das ist noch die nächste Stufen davon, wie es damals in Alien. Gut, das war in den 70er. Es schaut schon sehr cool aus. Ganz ehrlich, Ersteindruck da ist wirklich sehr cool. Schleudersitz brauchen wir nicht. Jetzt müssen wir fliegen wahrscheinlich, oder? Pilotensitz hinsetzen. Schaut auch ziemlich cool aus. Kannst du sagen, was du magst, Mulder. Sehr detailliert, die ganzen Monitore, Knickfall und so. Verlassen, abheben, aufstehen. Halte Space zum Abzuheben. Das kann jetzt nur gut werden. Achtung! Bitte schnallen Sie sich an! Hast du Probleme mit 30 FPS? Ich muss ganz ehrlich sagen, davon, ich merke schon, dass es keine 144 Frames auf Anschlag sind. Ich hätte jetzt aber nicht geschätzt, dass das 30 Frames... Ist das capped? Ist das FPS capped? F5 ist übrigens Quicksave. Guter Punkt. Schnell speichern. Abheben. Kann nicht selber abheben, oder? Ich kann nicht selber abheben. Zusammen ins Sternenmeer. Ich hab gerade 10 irgendwas Punkte gekriegt. Was ist denn G? Oh mein Gott, was ist denn das? Sollten wir die Steuerung und alle Systeme testen, um sicherzugehen, dass kein katastrophaler Ausfall droht. Okay. Ich kann Sie durch den Prozess leiten. Falls Sie Bitte. aber schon viel Fluterfahrung haben, starten Sie einfach alle Systeme. Tempo und es geht los. 33. Jetzt geht's wieder. Ah ja, okay. Halte Alt gedrückt und wechsle mit WASD zwischen den Schiffssystemen hin und her und weise ihnen Energie zu. Das ist ähnlich wie in Star Citizen. Allerdings habe ich das nie lang gespielt und ist auch schon wieder ewig her. Willst du das Tutorial für das Schiff überspringen? Starte alle Systeme einschließlich des Kraftantriebs. Ja, ich weiß nicht, wie das geht. Werden wir dann schon herausfinden. Maus 2, Ball, Laser, okay. Das heißt Alt. Alt hat er gesagt, oder? Halte Alt gedrückt und drücke mit WASD am... Ah. Das ist da muss ich jetzt ein bisschen auf Zeiten gehen. Jedes System auf Das da? einem Schiff braucht Energie. Und das da. Sie kontrollieren, wie viel Strom wohin fließt. Sehen wir uns den Antrieb an. Der Antrieb kontrolliert unser maximales Tempo. Ist wahrscheinlich das da. Spielen Sie mit der relativen Geschwindigkeit. Oh, ja, ich glaube, dass mir das fast lieber ist, aber immersiver ist das da. Antriebe haben einen gewissen Punkt, an dem man besser wenden kann. Wenden Das ist Sie meine Ihre Geschwindigkeit, Aufmerksamkeit dem der Schubregler. Links unten sehen Sie einen Farbmesser. Die
Die Anzeige verändert sich. Was ist das da? Ob Sie Schub geben Shift ist oder Boost. wegnehmen. Zentrieren Ja, Sie die das wird weniger Anzeige und lädt sie so, wahrscheinlich dann dass wieder sie auf. mit der Ah, wieso? vertikalen Was ist denn jetzt? Die Windows-Einrasten-Funktion, bist du behindert, Alter? Nein! Lass mich jetzt außer da. rechts davon Wird der Boost übereinstimmt. automatisch komplett verbraucht wahrscheinlich. Okay. So, mit Alt und hin und her schalten kann ich... Boosts kann man einen Ah. Geschwindigkeitsschub erhalten. Das ist wahrscheinlich der Schub. Drücke links Shift für einen Tempo-Boost. Haben wir doch gerade gemacht. Kann man den wieder abbringen? Wenden wir uns den Schilden zu. Okay. Leiten Sie Energie zu den Schilden. Mehr Energie erhöht deren Stärke. Schilde schützen das Schiff vor Hüllenschaden. Ohne Hülle werden wir pulverisiert. Die Schildenergie Pulverized. wird rechts unten angezeigt. Der Hüllenschaden darunter. Gut. SCH, Handschilde macht eventuell Sinn. Da hast du recht, Foxy, Wölfchen. Jetzt wenn wir da auf Alt drücken und mit Sie S... fliegen Alter, recht ordentlich. Ah. Kennen Sie sich auch mit Kampftaktiken aus? Ah! Das dort ist nämlich ein Crimson Fleet Schiff. Ich schieß einfach drauf! Keine Ahnung! Oh, Schildi offline! Wir sind ein Schildi offline! Okay, wir fliegen mal. Wo kann ich den irgendwie anlocken oder so? Ihre Schilde deaktivieren. Laserwaffen sind dafür besonders effektiv. Wieso? Halte das Schiff in der Mitte des HUD. Dann können wir es erfassen und eine Lenkrakete Ah, Gott, mir wird schlecht! steuern. Die Ach, ich muss bloß... Schilde Okay. sind unten. Ballistische Waffen beschädigen die Hülle, wenn die Schilde offline sind. Okay. Oh, da ist Loot! Den will ich haben! Glückwunsch, du hast deinen ersten Raumschiffangriff überlebt, Captain. Lass Captain! uns das Wrack Mein nach Captain, mein Captain! Ersatzteilen Und anderem Da ist Loot, haben wir sowas wie eine Brems? Du musst nah ran, damit wir die Überreste betreten können. Ach, was ist, da kann ich jetzt reingehen. Nähere dich im Flug einem Schiffswrack und drücke E, um es zu plündern. Credits? Schiffsteile. Transfer? Also Credits, das ist halt Geld. Nehmen. Schiffsteile zum Reparieren von Hüllenschaden. Nehmen. Okay. Und jetzt? Schade, das wird jetzt noch kaputt schießen. Okay, also, nochmal. Das da ist wahrscheinlich Antrieb, Schub, Gravitationssprung ist wahrscheinlich dann für Es ein... springen 2 weitere Crimson Fleet Schiffe zu unserer Position. Ah! Na, nicht. Okay, jetzt müssen wir... Okay, schießen. Schießen! Okay, okay, chill. Bremsen. Wir können nicht mehr... Hab ich sowas wie... Okay, haben wir. Wo ist der andere? Oh, ist er. Gegnerische Raketen erfasst! Was tue ich gegen die? Weiß ich nicht. Vollgas. Wo ist denn der andere? Ich seh ihn nicht. Ich seh ihn. Du Pissbirne! Na Gott im Himmel, Leute, ich bin besoffen. Machen wir mal so. Da geht's einfach. Oh ja, das geht einfach. Okay. Gib ihm. Gib ihm. Bremsen. Wenig. Ah! Das Ausmaß der Easy. Feindseligkeit der Crimson Fleet ist weitaus größer als erwartet. Wenn das so weitergeht, könnte unsere Also. Mission durch ihre unaufhörlichen Angriffe Boost bricht tatsächlich Raketenlok, okay. gefährdet werden. Ach, wir Sie nehmen, sind hinter der Frontier her. alles. Aluminium, Credits, Co. Wo ist denn der Knopf für alles nehmen? R. Und Sehr schön. werden nicht aufhören. Wo ist der andere Loot? Okay, wir haben da so einen kleinen Pfeil. Warte mal, schauen wir mal, ob wir uns da ein bisschen Crimson Fleet kümmern. rum... Ah ja, wird schon Aktueller gezeigt. Scan zeigt eine verlassene Anlage auf dem Oh, nahegelegenen ich bin ein bisschen von hooked. Crete. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen perfektes hooked. Piratenversteck. Fühlt sich cool an.
Aber jetzt muss ich erst da hin. Drücke Tab, um das Datenmenü zu öffnen, dort kannst du auf die Sternkarte zugreifen. Mich würde jetzt erst noch was anderes interessieren. Und zwar, wenn ich jetzt auf Alt gehe und tue meine Schultel auf 1 runter, ist erstens schon mal ganz cool gemacht, dass rechts unten haben jetzt nicht mehr 3 Linien um unsere Hülle rundherum, sondern bloß noch eine. Und wenn ich jetzt hergehe und tue das in Ant ein, hoffe ich jetzt einmal, ist das der Antrieb. Das heißt, wir können schneller fliegen als 75. Oh ja. Na, ich sehe schon. Titan und Schiffsteile nehmen wir mit. Kann man da dagegen fliegen? Ich werde es ausprobieren. Oh, ja, kann man. Okay. So, Antrieb. Wieder zurück aus, brauchen wir nicht. Gib Schub. So. Jetzt müssen wir... Alles okay. Ah, ich bin schon. G ist gleich Rakete. Hat er das gesagt und ich war wieder zu abgelenkt oder keine Ahnung? Ach, da oben steht ja G. Da oben steht G-Rakete. Laden Sie die Raketen wieder auf. Ach, das ist mein... Jetzt, Maus 1 ist der Laser. Deswegen habe ich vorher auch mal nicht mehr schießen können. Rechtsklick ist die ballistische Kanone und G ist eine Raketen. Ja, cool. Okay. Okay, ich verstehe. So, jetzt müssen wir irgendwie da hin. Ich weiß bloß nicht, was wir jetzt da sollen. Tun wir aufs Journal oder so? Gibt's kein Journal? Questlog? Was haben wir da? Frontier? Schiff? Okay. Oh, das erinnert mich ein bisschen an Faster Than Light. Da ist ein Gestohlenplatz da, da brauchst du mal nichts anderes. Oh, jetzt warte mal. Reparieren? Okay. So, wie kann man da jetzt... Kann man das... Crew? Frachtraum? Na? Inventar? Zurück? Da kommen 2 Crew. Ja, das kann ich mir halt schon cool vorstellen, wenn du dann Begleiter hast, wie in Skyrim, und die dann da als Crew auf deinem Schiff sind und so. Könnte schon cool sein, da brauchst du mich nicht schmerzen. Frontier, Schiff 1 von 1, Heimatschiff. C, Crew, verwalte deine Crew, weise ihnen Aufgaben zu und entsende sie zu deinen Schiffen und Außenposten. Okay. Okay. Mit... Sprengi sagt Map aufmachen. Das ist... Ich muss doch die Aufgaben irgendwo sehen. Oder nicht? Log vielleicht. Ah ja, da. Du kannst bestimmt, welchen Quest in deinem HUD angezeigt wird. Ja bitte, ein kleiner Schritt. Reise nach Crete. Ja, warum wird das nicht angezeigt? Reise nach Crete. Wo waren die genauen... Journal ist L, ja. Ich habe mir gerade gedacht, eben nicht J auf Deutsch, sondern auf Log auf Englisch. Missionen. Space Map! Oh! Ja, okay. Aber da wird es mir nirgendwo mehr angezeigt. Warum nicht? Kann ich das da irgendwie einblenden oder so? Ah! Einige Konsolenbefehle verhindern den Erhalt von Erfolgen. Nix, ich hab auf Ö gedruckt. Geh weg. Geh weg! Okay. Der blaue Balken an der Seite zeigt die markierten Quests an. Welcher blaue Balken an der Seite? Welcher blaue Balken an der Seite? Ich weiß nicht, was ihr meint. Vectera, da sind wir. Also, wir sind halt... Wo sind wir eigentlich wir? Da ein Raumschiff-Trümmer. Die Schnellreise zu diesem Ort ist momentan nicht verfügbar. Landeziel festlegen. Mich zeigen. Missionen? Kümmere dich um die Crimson Fleet. Hauptfraktion. Alles. Ja, mich hat jetzt interessiert, da ist mit Sicherheit links oben nämlich gestanden, was ich tun muss. Im Log, da. Ja, Reise nach Crete. Das ist mir schon klar, dass wir nach Crete müssen. Aber wir haben ja doch in so einer Art Tutorial, woher sollten ihr jetzt wissen... Also, ich darf es schon irgendwie außerfinden, glaube ich, mit diesem Gravitationsantrieb. Dann tut man Ziel eingehen wahrscheinlich, lädt die ganze Energie in den Kraftsprung ein und lauter so einen Scheiß. Aber jemand, der noch nie so ein Spiel gespielt hat, wie soll jetzt der außerfinden, was er gerade zum Tor hat? Machen wir jetzt mal... Nein, das machen wir nicht so. So, wo ist Crete? Sternstation... Sensorkontakt, wo ist denn das? Nira, Odious...
Also noch da ist Crete. Okay. Da sollen wir hin. Das ist auch unsere Reise nach Crete. Kurs festlegen nach Crete. Ja. Ich denke mir halt schon, dass es so funktioniert. Und wenn ich auf X drücke, also macht das dann automatisch. Ich habe jetzt gemeint, wie in Starfield, nicht in Starfield, in Star Citizen, muss dann da hinzielen, dann schaltest du einen Gravitationssprung ein und dann macht es. Aber jetzt machen wir einfach mal so. Echt jetzt? Also als einfache Schnellreisefunktion, nicht mal im. Das ist ein wenig schade. Wir haben den Orbit erreicht. Die verlassene Anlage mit unserem Captain befindet sich auf der Oberfläche. Okay, wir müssen zum Captain auf der Oberfläche. Das ist ein wenig schade. Bleibt das so? Bleibt es so, dass ich mich durchs Weltall so bewege und nicht, dass ich zum Beispiel, ich markiere den, gebe da aus der Karten, dann sehe ich da irgendwo, da, blub. Da ist Crete, ich drück drauf, visier das an und dann drücke ich, dann macht's pfst. Du fast travelst nur von den. Oh Gott, oh. Beth, Immersion wo? 5-mal Ladescreen, wenn ich von Planet zu Planet möchte. Heißt, ich gehe ins Raumschiff, Ladescreen 1, fliege ins Weltall. Gehe auf die Weltkarten, wähle mein Ziel aus, drück X, Ladescreen 2. Ich visiere mein Ziel an, gehe auf den Planeten, Ladescreen. Oh Mann. Schade. Bethesda, erzähl mir nicht, dass es nicht geht. No Man's Sky hat's auch hingekriegt. Und dann hätte ich gern die Auswahl dazwischen, ob ich es so machen will oder ob ich wirklich von da aus jetzt auf dem Planeten landen kann, wo ich will. Aber gut. Top, Sternenkarte hat's geheißen und das ist nicht die Sternenkarte, das ist die Sternenkarte. Die Planetenansicht der Sternenkarte enthält Informationen über die Umgebung, lässt dich Planeten auf Ressourcen scannen und hilft dir, wichtige Landeplätze zu finden. Drehe den Planeten, bis du das Kartensymbol Crete Forschungslabor siehst. Wähle es danach aus, um dort zu landen. Haben diese Points of Interest, wo ich landen kann, wir finden die. Haben die einfach, wenn ich den scannen. Warte mal, den mal scannen. Okay. Und wenn ich... Eisen. Crete. Und jetzt kann ich da einfach... Okay. Ich sag ganz ehrlich, der Anflugprozess ohne Schnellreisen, das machst du nach 30 Mal, wenn überhaupt 30 Mal, nicht mehr. Du nimmst nur noch die Schnellreise her, darum sehe ich es jetzt nicht ganz so kritisch. Aber für das, dass das Spiel 10 Jahre lang in Entwicklung war, vorausgesetzt, ich kann da jetzt landen. Und dann bin ich auf dem Planeten tatsächlich da. Nochmal Eisen, Blei, Wasser, Argon, was auch immer das ist, sind halt verschiedene Ressourcen. Okay. Da ist offensichtlich nichts. Da der man. Es ist halt schon wieder 10 vor 10, ich leck mich doch am Arsch. Schauen wir mal, dass wir zumindest aus dem Tutorial rauskommen heute. Das war nicht schlecht. Gut. Und landen. Das. Aber gut. Ich hätte auch keinen Bock, 20 Mal pro Stunde manuell wohin zu fliegen und zu landen. Deswegen sage ich, ist verzeihbar. Aber es wäre schön gewesen für so einen großen AAA-Titel, dass es möglich wäre. Um die Space Simulation für die Leute, die das wollen, einfach immersiver zu gestalten. So, jetzt bin ich da, ein kleiner Schritt. Wir stehen mal auf, den muss man behalten, wenn der Strich drunter ist, okay. Es läuft übrigens bis jetzt auch relativ flüssig, ich hoffe, das kommt bei euch auch so an. Grafik ist eigentlich ganz cool. Jetzt ist die Frage, wo es da gleich wieder ausgegangen ist, ich glaube da. Ja, Ladescreen, nächster Ladescreen. Und jetzt haben wir 3. Gott sei Dank haben die Ladescreens nicht lang, sodass auch wieder halbwegs verzeihbar ist. So, die Frage ist, kann ich mir jetzt da auf die Schnelle irgendwie einblenden, wo sie da muss? Kümmere dich um den Kapitän der Crimson Fleet. Aber warte mal, Crimson Fleet haben Piraten, oder? Den Scannern zufolge liegt die verlassene Forschungsanlage in dieser Richtung. Okay. Wo ist denn mein Inventar? Tue mir mein Cutter irgendwo hin.
Den wir auf 9. Machen wir so. Kann man da was abbauen? Kann man da irgendwas machen? Kann man da... Das schaut so nach abbaubarem Ding aus. Wenn man ganz nah hingeht, schaut es wieder gar nicht so cool aus, aber gut. Es ist schon sehr knockert, muss ich sagen, aber gut. Was erwartet man bis auf so einem Abfall? Vorsichtig. Drücke F für den Okay. Du kannst Kreaturen, Mineralien und Pflanzen scannen. Mit jedem gescannten Objekt wachsen deine Analysedaten des Planeten. Analysedaten kannst du für Credits verkaufen. Über den Scanner hast du ebenfalls Zugriff auf andere Funktionen wie den Bau von Außenposten und soziale Skills wie Diplomatie und Einschüchtern. Kreaturen sind oft unberechenbar. Was lässt sich jetzt da scannen? Ach, da sowas da zum Beispiel. Staubwurzel. Ja, es hat ein bisschen No Man's Sky Vibes, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie tue ich das? Links. Na. Wie wir tun das analysieren? Kümmere dich um den Kapitän der Crimson Fleet. Da! Das ist links um. Da hätte ich gerne einen Knopf, wo ich das kurz einblenden und wieder ausblenden kann. Fotomodus, Oberflächen scannen mit E. 13% gescannt. Was bedeutet das? Muss ich da mehrere von dem Ding finden oder was? Bis die. Oder muss ich da so rundum fahren? Oder Wurzelfaser hinzufügen. Da gibt es da noch was zum Scannen. Da hinten ist was auf alle Fälle. Unbekannt. Okay. Wie scannen denn ich das Ding? Da steht E. Außenposten R. Jetzt gehen wir da mal her. Oh, lecker. Wie fett kann man da springen? Ah. 25% gescannt. Das heißt, man muss einfach mehr finden. Okay. Da haben wir Silber. Das bauen wir ab und nehmen mit. Okay. Tja. Wie wir alle wissen, im Bethesda-Spielen interessiert uns die Hauptquest da hinten keinen Scheißdreck nehmen. Wir gehen natürlich da hinten. Scanner war F, gell? Segi, ohne dass ich das Ding anhab. Was scannbar ist und was nicht. Da passen wir jetzt mit drauf auf, wenn wir nochmal so ein Objekt finden. Muss ich jetzt wirklich da hinten laufen, das ist aber schon weit. Oh, da sind Aliens. Den Alien-Viecher, machen wir die fertig. Dann ein paar so Staub. Oh, da einen. Aber wir haben unseren Superbuddy dabei. Man hat zu 99% den Scanner offen. Ja, das wollte ich eben gerade außerfinden. Oh, da ist was. Kann man das ist Blei. Ja, Blei, das ist mir jetzt halt eigentlich mal alles wurscht. Das ist die Frage, wir finden außer, ob Aliens gut oder besser sind. Wir müssen 500 Meter, wir müssen da hinten, das ist mir wurscht. Das hilft nicht, man macht immer erst Nebenquests, Kinder. Die anderen Punkte sind viel interessanter. So, sag ich ohne Scanner, dass das Ding scannbar ist? Nein, natürlich nicht. Das ist ein bisschen dumm gemacht, Bethesda, ganz ehrlich, dass ich die ganze Zeit den Scheiß da aufhaben muss. Aber gut. Was ist denn das da? Ist das ach, da wird mir der Weg angezeigt zu meinem Questziel, okay. So, 38% gescannt. Da liegt ein Haufen Scheiß umeinander. Nehmen wir mit. Du, wenn wir schon da sind, nehmen wir es auch mit. Easy. Ist es gescannt? Ja. Staubwurzel haben wir 50% gescannt. Ich bin ja gespannt, was wir kriegen, wenn... Oh, da ist ein Haufen Zeug stehen. Easy. Oh, ist der Creed... Oh, ist der Pierschjäger. Oh, der ist Level 5. Ich glaube, der macht uns fertig. Vielleicht sollten wir da doch nicht hintergehen. Da ist ja noch was anderes. Oh, der ist Level 5, der fickt uns. Was ist das da? Der Trilobit. Hey, Trilobit, was kannst du? Kannst du was? Trilobit. Einstellung wachsam. Ist das vielleicht eine Alarmanlage von den 4 da? Ich sag's, es ist, die haben wir zu groß, ich verpiss mich. Ah, gehen wir doch lieber der Hauptquest nach. Level 5 Viech zerrupft uns. Level 5 kannst du mit dem Laser slingen. Du möchtest doch bloß wieder sterben sehen. Ich drücke mir lieber auf Speichern. Es hat deswegen jetzt gerade gegoogelt, weil ich gespeichert habe. Aber ich möchte jetzt gerne die Staubwurzeln, mir hätte ich gern. Die da hinten haben wir doch schon gescannt, oder ne? Die haben wir mit. Kein direkter Weg zu sehen. Ja, gehen wir mal da hinten. Ich mag mich jetzt nicht umbringen lassen. Sprenge, jetzt ein Trap. F9 ist dann der Quick. Dachte ich mir fast. F9 oder F8 ist meistens. Habe ich den schon gescannt? Weiß ich nicht.
Warum kriege ich jetzt erst eine Wurzelfaser dazu? Ich habe jetzt da schon 5 Mal auf E gedrückt. Naja, gut. Ja, gut, soll ich... Was ist jetzt? Ach, das ist mehr Ausdauer. Wo ist denn eigentlich mehr Ausdauer? Ach, links unten. Das seht ihr bloß nicht, oder was? Okay. Habe ich eigentlich unendlich Sauerstoff oder der sticke ich jetzt dann gleich? Weil ich da wieder irgendwo umeinander gimpe anstatt das, was ich tun soll. Nehmen wir mit. Gehen wir mal der Hauptquest noch. Weil schon wieder jemand lest, es schaut ziemlich zart aus. Hast du nicht ganz unrecht? Aber ich möchte gerne die Mechaniken hier erforschen. Jetzt gehen wir ab zum Questziel. 240 Meter. Auf dem Weg nehmen wir Erze mit. Nehmen wir Brauer kennen. Wir müssen uns um den Crimson-Scheiß kümmern. Kümmere dich um den Kapitän der Crimson Fleet. Da geht es mir schwer davon aus, dass es jetzt gleich eine Ballerei gibt. Trotzdem nehme ich das mit, wenn ich schon auf dem Weg bin. Was tut denn da über? Soll das mehr Ausdauer, wenn die ausgeht, oder was? Na, da wird mir auch der Weg gezeigt in diesem Scan-Modus. Okay. Oh, da mal lieber das Ding her. Du hast mal lieber das Ding her. Schauen wir mal, was das kann. Mir geht da auch die ganze Zeit, da passiert irgendwas die ganze Zeit mit der Luft. Das ist jetzt ein bisschen blöd, dass ihr das nicht sehen könnt, aber sterben dort jetzt da auch keiner. Das ist nur eine Kompassanzeige, wo es hingeht. Okay, das weiß ich. Da geht's nicht rein, müssen wir vorne rein. Da ist meine. Scanner auf, dann sieht dann sieht man, was man da so klauen kann und so, oder was? Notizbücher. Oh, Credits. Ja, dann machen wir das da mehr auf, würde ich sagen. Hast du, habe ich einen Roboter dabei? Ja. Weißes Sauerstoff, rotes CO2, Stamina dabei. Ach so. Okay, ja, ich verstehe. Was mir beobachtet, haben wir mit sowas wie Versteckanzeige, so wie es in Skyrim ist? Nein, also man kommt kein... Die Symbole sind von den United Colonies. Wir sind jedoch im Freestar Collective Raum. Mutmaßlich war das also eine geheime UC-Anlage. Kann man Sachen klauen? Okay, wenn da Medikits umeinander liegen, heißt es meistens nichts Gutes. Schauen wir mal, was sonst noch umeinander liegt. Das darf halt ein Credit sein, hä? Credits 205, wieso ist das nicht da gestanden? Flasche mit Genprobe, nehmen wir mal mit. Du, jeden Schund nehmen wir mit. Alles nehmen wir mit. Okay. Bin ja gespannt, wann der erste Basic kommt. Kann man sie lehnen? Nein, kann man nicht. Ah, nein, das war nicht. Hallo? Einmal. Ah. Besser. Oh, was haben wir denn da? Oh, der ist aber schon länger tot. Medipack. Synthermid-Schinken. Der ist mit Sicherheit noch gut. Du, der ist ja noch gut. Wobei der nicht mehr so gut ausschaut, muss ich ganz ehrlich sagen. Credits. Okay, also man wird offensichtlich auch ein bisschen belohnt. Wenn man rundum schaut. Flasche mit Genprobe. Ich weiß ja gar nicht. Kann man das brauchen? Weiß ich nicht. Das hört sich so... Polytextil, also da was zeigt zum Craften einfach. Mal anschauen. Gut ausschauen. Du, jetzt bin ich bloß noch gespannt, wie sich die Action dann anfühlt. Das Tutorial-Ding ist ja doch... Oh, schau hier. Sind da Medipack, Heilpaste, können wir alles brauchen. Versiegelter Behälter können wir nicht brauchen. Weiter geht's. Oh, ich hör was. Bier! Shit, haben wir die jetzt schon gesehen, oder was? Haben wir die jetzt schon gesehen? Ich registriere keine Lebenszeichen vom Feind mehr. Okay. Oh, mal kurz da, mal kurz. Oh, die hat einen Bourbon dabei und... deswegen ist es auf mich zugelaufen, weil es ein scheiß Hacki.
Gut. Ja, Hacke. Hau den 1000 Stückel. Rettungsachs brauchen wir nicht. Ah ja, okay. Höhenlos, Helm, Piratenangriff. Was ist ein Eon? Was ist ein Eon? Ach, Pistolen. Hilft mir das was, wenn man die... Kann man die zlingen irgendwie in Teile? Ja, nehmen wir einfach mal alles mit dabei. Das ist ja wurscht. Ist ja wurscht. Ja, die waren jetzt nicht sonderlich schwer. Haben wir mir überhaupt irgendeinen Schaden gekriegt? Was ist da? Ich habe halt gelesen, dass man Chlorruin umdrehen kann. Da herin offensichtlich nicht. Okay, weiter geht's. Es ist ein Stromanbieter, das stimmt. Den nehmen wir mal mit. In Fallout New Vegas und so weiter und im 3er war es ja noch so, dass du mit den anderen Waffen, die hast du dann zusammenführen können und dann, die haben eine Haltbarkeit gehabt. Und mit denen hast du es wieder reparieren können. Let's see. Oh. Der Terramorph ist frei. Ich tue da lieber mal ein bisschen umeinander. Und ich tue dabei looten, solange ich... Oh, das ist safe. Safe. Entsperren Einsteiger. Oh, jetzt bin ich gespannt. Fülle alle freien Schlitze, um das Schloss zu öffnen. Wähle einen Schlüssel, dann drehe ihn, bis er in die Lücke passt und lass ihn einrasten. Du kannst jeden Schlüssel nur einmal benutzen. Hä? Ach, ich habe jetzt da einen Dietrich und die 4 Schlüssel da auf der rechten Seite muss ich nacheinander da einbringen. Den als erstes. Muss jetzt kurz schauen. Ja, probieren wir es einfach mal so. Kann man da Schlüssel verwenden? Ich möchte gerne den rechts daneben. Das macht doch keinen Sinn, oder? Ach, mit Q. Wieso steht denn das da unten nicht? Dass ich mit Q hin und her springen kann. Zum Schlüssel auswählen. Dass das so nicht geht, ist mir schon klar. Verlassen. Erneuter Versuch kostet einen Dietrich. Ja! Nochmal. Ich hab keine Dietriche mehr. Doch, da liegt einer daneben. Nochmal. Mal so, da muss ich kurz nachdenken. Nochmal 2 direkt daneben so. Nettes Minigame, Bethesda. Muss ich dir lassen? Nee. Ach, da ist nur ein innerer Ring auch noch. Hab's schon verstanden. Nice. Ohr-Credit. Munition. Was ist das? Reaktives Messgerät. Häufig produzierte Komponente. Dieser Gegenstand kann als Komponente für die Herstellung verwendet werden. Sehr schön. Oh, oh. Aha. Der modifizierte Radler. Hm. Werden wir gleich mal austauschen müssen, fürchte ich. Ab ins Inventar. Radler B. Da drauf. Machen wir so. Ah, der Radler ist ein guter. Der Money haut ein. Du, der Money haut ein. Hat sich's looten? Hat sich schon rentiert. Sag ich dir, was ist. Das war 350 wert, das nehme ich mit. Was auch immer das ist mir wurscht. Jetzt nehmen wir das. Ich glaube, wir müssen da ein paar Leute töten. Ich bin aber auch so entdeckungsfreudig. Da ist noch ein Raum. Vielleicht finden wir nur einen Safe. Jetzt lass mich. Vielleicht finden wir Medipacks. Vielleicht finden wir aber auch so eine komische Schüssel. Und sitzt man erst mal hier und scheißt mal runter. Was weiß ich, was wir denn. Ah, Munition drin. Ja, ich bin nicht da sehr anfällig. In Fallout tue ich auch den ganzen Tag nichts anderes wie in den komischen Walls umeinander laufen und Scheißdreck so her. Da haben wir was gefunden. Medipack, was haben wir da? Kaliber, Munition. Oh, Granaten. Die Granaten muss ich mir noch schnell anschauen. Ob es euch gefällt. Neue Items. Splittergranate. Splittermine. Splittergranate. Die haben wir auf dem 4er. Die werden wir gleich mal benutzen. Das sagt ich. Wieso kann ich den nicht nehmen? Wie wirft man Granaten? Ich drücke auf den 4er, aber es passiert nichts.
Naja, gut. Ich erfasse in der Nähe feindliches Leben. Oh. Tja. Au! Was? Wer wo? Du Wichser! Wer wirft mir da Granaten? Ich probiere es mal mit G. Oh, tatsächlich. Nochmal. Ah. Wer schießt denn da? Schießt der Roboter oder schießt ich? Ich sehe überhaupt nichts. Sie wollen mich töten. Doch streng genommen lebe ich gar nicht. Ah, Bethesda, der Mann hat wieder ein Buch gerade wieder einen Breakdance hingelegt. Der Feind ist nicht mehr sichtbar. Der Feind? Starte Suche. Das ist ja cool. Es war cool eigentlich, wenn er umeinander geht. Oh, der Schatten von ihm schaut auch cool aus, muss man ganz ehrlich sagen. Oh, da haben wir was. Hast du was dabei? Blei. Nimm mich mit. Müssen wir auch. Wo? Ich stehe Ihnen in Hand. Nachladen. Robose. Oh, da. Oh, das ist ja alles oft da. Ja, gesehen. Gunplay, erster Moment fühlt sich eigentlich ganz okay an. Scheint für Sie höhere Priorität zu haben als Ihr Überleben. Das Nachladen dauert ein bisschen lang. Währenddessen die kämpfen, was auch immer ein Grendel ist, keine Ahnung. Oh, erschütternd Ripshank, was auch immer das ist, schaut epic aus. Und der Maelstrom, nehmen wir mit. Ein bisschen. Zu Atem kommen. Sie zahlen mir nicht genug dafür. Wie schwer kann es sein, jemanden zu erledigen? Ah, Roboter! Geh weg! Ja, du auch mal was für dich, gell? Hat's denn schon? Ja, okay, ein bisschen schlecht singen tut man die Gegner, muss ich ganz ehrlich sagen. Weiß ich nicht, ob es da auch noch irgendwas gibt. Nimm jetzt da mal alles mit, was mir wurscht ist. Was haben wir da herin? Ein Waffenkoffer. Eine Equin... Was... Ich sag, dass es ist, ich bin schon angeguckt, Alter! Findest die ganze Zeit Sachen und Dinge. Es ist nur noch die Frage, wie es halt so bleibt. Oder ob da ziemlich schnell die Luft raus. Medipack, nehmen wir mit. Red Harvest, Spaghetti. Keine Ahnung, was ist denn das? Irgendein Alien-Viech. Okay. Kann man Scheinmal haben? Nein, kann man nicht. Flasche mit Genprobe. Kann man das da mitnehmen? Nein. Was haben wir da so? Was haben wir? Mikroskop. Nein, können wir das nicht mehr. Hey Robo-Sepp, was ist mit dir? Geht's dir gut? Hab. Ja, wir müssen auf alle Fälle den... Oh, da ist also Dinge, die wir jetzt wahrscheinlich zerreißen, wenn man drauf schießt. Oh ja, schaut schon gut aus. Schaut akzeptabel aus. Credits nehmen wir natürlich mit. Was haben wir da herin? Was auch immer das ist, keine Ahnung. Oh nein. Uns will jemand die Beute streitig machen. Haltet sie zurück. Bogen richtet sich auf dem Dach ein. Wird gemacht. Hier kommt keiner durch. Da oben ist einer, da oben ist einer. Aber finde ich gar nicht schlecht, wenn sie sofort anzeigt, weil dann muss man halt auch ein bisschen mal die Augen aufmachen. Schießt er mit meinem Radler ins Gesicht, das sagt er. Was mich ja noch interessiert hat, ist, was Schleichen bringt. Kann man sie wirklich verstecken, so wie es in Skyrim und Fallout normal ist? Wobei das in Fallout schon nicht gescheit. Hat mich der jetzt schon gesehen, oder was? Ich sagte doch, bleib in Deckung. Ich glaube, ich nehme doch lieber das Ding. Waffen schauen wir und so, wenn wir da fertig sind, die wir gelootet haben. Da ist was Lilas, nehme ich mit. Toxin nehme ich mit. Kommt jetzt da besser mal einer oder macht das mal ein Roboter oder was ist denn mit denen? KI scheint noch nicht die ganze Zeit die hellste zum sein. Also man wird nicht direkt angegriffen irgendwie. Sie müssten aber schon wissen, wo ich bin. Gewalt verringert die Lebenserwartung deutlich. Was soll denn jetzt da? Und was hat denn jetzt da? Ist jetzt da gesprungen und hat sie umgebracht, oder was? Vollidiot! Okay. Robosepp, gehen wir auf Zeiten. Nehmen wir mit. Ja, man kann ja relativ flink umeinander. Piratenüberfall Rucksack. Mal hier mit dem Schund.
Sauerstoff wird bei Anstrengungen wie zum Beispiel Sprints, Nahkampfangriffen und Sprüngen verbraucht. Ja, okay, der lässt sich aber dann wieder... Oh, Dietrichse. Dann muss da aber auch irgendwo muss was sein. Oh, was haben wir da? Computer. Komm wieder, Hackerman! Oh. Hackerman! Terramorph-Exemplar. Dank der UC Marines haben wir nun das zweite Plus-Puzzleteil, einen voll ausgewachsenen Alpha-Predator! Laut meinen Recherchen stellte eine Gruppe Astrologen vor fast 100 Jahren den ersten Kontakt auf einem entlegenen Mond her. Die Kreatur schien nicht indigen zu sein und war allein. Es gibt derzeit keine Aufzeichnungen darüber, wie sie dorthin gelangte. Also war es reines Glück, dass die Astrogeologen sie fanden. Oder vielmehr die Kreatur sie fand. Die Wissenschaftler stuften sie rasch als Ochisio Machina ein, als Killermaschine. Die mit ihrer Terminierung beauftragten UC Marines fanden einen simplen Namen, Terramorph. Ich habe den Missionsbericht von damals gelesen. Von 8 Soldaten überlebten nur 2, von denen einer ein Bein verlor. Aufregende Zeiten für die Sino-Kriegsführung. Okay. Das sind im Prinzip die Terminals. Die Deathclaw des Universums, ja. Das sind im Prinzip die Terminals aus Fallout, dass sowas natürlich in Dings nicht... Oh, Doktor, das haben wir uns so. Notfallslate. Er ist frei. Der Terrormorph ist frei. Wir können ihn nicht stoppen. Als wir das neurale Steuerinterface zünden wollten, ist er total ausgeflippt. Hat die Sicherheitskammer zerfetzt, als wäre sie aus Papier. In nur einer Minute hat er Michelson, Korb und Sumatri getötet. Keine Ahnung, wo er sich jetzt befindet. Er ist tiefer in die Anlage. Ein Sicherheitsteam ist hinterher, aber... Naja, viel Glück auch. Sobald ich weiß, dass es sicher ist, laufe ich zur Kommstation und rufe die Kavallerie. Hier spricht Hayden Wynn, leitender Xenobiologe. Ich hätte auf meine Eltern hören und Zahnmedizin studieren sollen. Und das sind übrigens Dinge, die Bethesda-Spiele in der Regel auszeichnen. So Environmental Storytelling, dann findest du so Terminals, wo du die Geschichte von den Vaults lesen kannst, in Fallout normalerweise, um halt da rauszufinden, was war da los und so weiter. Und das macht diese Spiele eigentlich aus. Darum, wie der böse Bär leider Gottes schreibt, das ist ein Laber- und Lesesimulator 3000. Ja, es ist ein Rollenspiel. It is what it is. Da wird viel gelesen und viel gelabert und dazwischen ein bisschen geballert. Oh, lecker, da bin ich da! Du dreckig scheiß Mistviech! Himmelvater, fuck you, Horror Oktober ist die ersten 4 Wochen. Tschüss dann! Ja, der Chestburster sagt Hallo, da kommst du mir mal. Der Digi-Dietrich, ein Argon, was auch immer. Oh, da haben aber viele Dietriche. Also jetzt möchte Bethesda wirklich, dass man's mal, kann man das auch wegschmeißen irgendwie? Was passiert jetzt, wenn ich schießt, reißt wahrscheinlich. Oh, da kann man so gut rein. Oh, da kann man rein, okay. Und wie kann man es werfen? Schade. Notfallslate 2. Wir sind tot. Wir sind alle tot. Die Kommstation ist zerstört. Der ganze Raum ist zerstört. Wir können keine Hilfe rufen. Ich höre den Terrormorph irgendwo brüllen. Und Leute, die schreien. Also irgendwo in dieser Anlage ist ein verfickter Terrormorph. So, Minigame. Finde ich, um ehrlich zu sein, finde ich es auch ganz cool. Ich möchte jetzt da nicht Bethesda rumsimpen, ja. Was heißt denn automatischer Platz 0? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Wir brauchen den und dann den letzten. Ja. So. So. Na. Scheiße. War verkackt, oder? Leck, wie soll ist denn das? Rückgängig? Ja. Ach man, ich kann... okay, man kann rückgängig machen, ich verstehe. Das heißt, wir nehmen nicht den. Warte mal. Anders können wir aber nicht ein. Wir brauchen den. Das funktioniert generell nicht. So.
Man konnte ja vorher schon Hydran, die bleiben dann auch so. Jetzt habe ich es, glaube ich, auch gerade rausgefunden, wie man sich ein bisschen leichter tut. Hammer. Dann bleiben die zwei und das da oben übrig. So muss es jetzt gehen. Hä? So habe ich es doch gerade gemacht. Okay, hab schon verstanden. Credits 905. Okay. Was haben wir da? Solomons Reserve, Hühnchen und Milch. Lecker. Kaliber 27. Was ist jetzt? Munitionskorb. Ach, weil ich auf R gedrückt habe. Okay. Ja, okay. Ey, ganz ehrlich, bis jetzt macht dann halbwegs Dachzugang? Okay, da geht's dann wahrscheinlich auf. Wie schaut's auf der Map aus? Gibt's eine lokale Map von dem Ding nicht, gell? Lustig wird's, wenn Schlüssel dabei sind, die du gar nicht brauchst. Ja, ich denke mir, ich kann mir schon vorstellen, dann, wo die Schwierigkeitsstufe dann irgendwann mal hingeht. Geht's da irgendwann weiter? Da sind wir gekommen, oder? Da liegt eine Waffen draus. Haben wir die nicht schon? Grendel. Da sind wir gekommen. Jetzt könnte man mal noch Folgendes machen, weil es mir einfach ach, das ist ein Messer. Erschüttern. Berserker, je weniger Panzerung, desto höherer Schaden. Erschüttern, geringe Chance, Gegner taumeln zu lassen. Na. Rettungsausmelder und Grendel. Die schießt noch schneller. Schau, wo haben unsere Österreicher Selbstspieler? Wo bist? Ist der Selbstspieler noch da? Wie schaut's aus? Das schaut aus wie. Ist P90? Scanner an, G Local Map. Danke, Sprengi. Gut, dass wir absolutes Pro-Gaming da haben. Scanner an. Steht da irgendwas was von G Local? Ja, da zähle ich da. Oh, Oberflächenkarte. Oh, geht nicht. Ein kleiner Schritt. Kümmere ich um. Ach, im Scanner wird auch die Quest dann da oben ut. Okay. Ja, passt doch. Haben wir alles da, was wir brauchen. Wölfchen, ich hab mir schon gedacht, ich wollte bloß noch mit Sicherheit halber schauen, dass da nicht noch irgendwas ist. Dachzugang. Auf geht's. Ich will ja nicht meckern, nee, aber es ist schon Viertel nach. Ey, was? Es ist Viertel nach 10. Hey, Wolfried, ich krieg gleich einen Herzinfarkt. Bist du Besucher? Bora Bayer übrigens, merci wieder ein Resub. Ich hoffe, du bist noch da. Und merci wieder ein Zwickel. Ist es dann der Food-Radler, Franz? Ein bisschen schon. Ich mag gar nicht wissen, wie viel Donations habe ich übersehen. Leute, danke schön. Ich bin ein bisschen vertieft und ganz ehrlich, auf den ersten Blick. Oh, ein Helm, Tiefminen, robust. Oh, 3000 Credits. Hüllen, Uran und Aluminium. Oh, jetzt haben wir aber ein sauberes Lager gefunden. Das ist aber die schöne Belohnung am Ende von so. Ich nenne es jetzt einfach mit Dungeons. Ich nehme mal an, je weiter dass ich weg bin, desto weniger Damage macht die Waffengarde. Oh, leck, Alter, wieso springen die so krass? Das wird schon. Ich bin hier raus. Frieden ist keine gangbare Reise schnell Option zu deinem Schiff, drücke F, um den Scanner zu. Na, wieso soll ich denn jetzt mal da? Hallo? Alter, der Robo ist ziemlich aggro. Wo ist er jetzt hin? Da hinten laufen die Leute. Exoskelett beschädigt. Ja, du sollst da bleiben, du Trottel. Ich muss da looten. Ich muss doch da looten, guter Mann. Modifiziert die Meldstrebe. Ich bin ja noch gespannt, ob man selber Waffen modifizieren kann. Das ist auch noch mal ein kleiner... Okay, das schaut doch schon sehr cool aus, aber gut. Jetzt müssen wir da mal... Kann ich da einfach... Oh mein Gott! Tut das weh? Oh ja, das tut weh. Okay, wir müssen langsam nachladen. Und das schießt von da oben. Wir haben ja benannt. Wir haben ein... Nee. Was ist denn eigentlich das Weiße und Rote da? Shit. Beenden wir das. Jetzt chill. Schmerz soll
möglich sein. Aber ich spüre keine. Nachladen. Oh, ich laufe mit zu viel Last, ich verliere Sauerstoff. Ich verstehe. Jetzt haben wir 2 aufgeklappt. Ist jetzt da noch einer da oder nicht? Du hast wenig Gesundheit. Drücke 0, um ein Medipack zu verwenden. Du kannst Medipacks auch über den Inventar verwenden. Drücke hier für I. Ja, ganz ehrlich, das machen wir so. Das glaube ich geht am schnelleren. So, jetzt passen wir Obacht. Jetzt müssen wir ein paar Sachen wegwerfen. Okay, genau. Wir haben eine Masse 147 dabei von 135 Tragelast. Jetzt müssen wir noch mal ein paar Sachen wegschmeißen. Umzingelt, Kampfmesser, modifiziert, Radler, modifiziert, Meldström. Mit was ist die Da hat einen anderen Lauf, sehe ich gerade. Okay. Ripshank, wie kann man es denn fallen lassen? Auf R. Weg damit. Was, ich hab Simsy eine Dinger aufgeklappt. Wo steht denn das? Ach, die kleine Zahl da unten steht, wie viel dass ich davon hab. Ja, wirf einfach alle weg, das hilft ja eh nicht. Wirf mir alle die Dinger weg, was machen wir mit dem Scheiß? Wie viel haben wir dann? Haben wir wieder ein bisschen am Platz. Ja, okay. Ja, muss man sich heute dran gewohnen. Hilft eh nicht. Was haben wir da noch so dabei? Munition nehmen wir natürlich mit. Da schießt noch was. Wo schießt was? Da vorne auf dem Radar sieht man das ein bisschen. Ich seh, wo der Robomann hinschießt. Achtung. Hier kommt von oben. Bitte lassen Sie sich nicht. Alter, wo hat mich jetzt hingeschoben? Au! Was waren jetzt? Wo ist denn jetzt wieder umeinander geflogen? Mein Bethesda, du und deine Physik. Ripshank, Whisky, modifiziert, Melchen, Piratenüberfall, Rucksack, brauchen wir nicht. Vielleicht gibt es verschiedene Rucksäcke, wo man dann mehr oder weniger mitnehmen kann. Da haben wir den Scanner. Haben wir das Ding schon gescannt da, oder was? Das ist eine Frucht. Suche nach dem Kartensymbol deines Schiffs und drücke darüber E. Jetzt gib mir mal Ruhe. Bin noch nicht fertig. Müssen wir nur looten. Chill die Kniescheibe, wir müssen looten. Kann man das scannen? Ich habe jetzt irgendwas genommen, das wollte ich eigentlich nicht, aber ist wurscht. Pirat. Ah. Okay. Ja, Munition brauchen wir natürlich schon, weil ich sehe schon recht viel Schaden macht die Waffen nicht, aber haben wir da auch alles gelootet so? Mir ist es jetzt ein bisschen schnell gegangen, dass ich von dem Dach da oben springe, weil dort weiß ich nicht. Auf die Raketenrucksäcke von den Piraten musst schießen. Das dachte ich mir schon, weil vorher hat es mal kurz einen zerrissen. Okay, jetzt gehen wir mal auf die Karten und dann auf Symbol Creed Forschungslager. Erkundet, wird auch mitgespeichert. Okay. Kehre zum Schiff zurück. Wenn ich da jetzt drauf drücke, schnell zum ausgewählten Ort. Also wo ich schon mal war, kann man dann schnell reisen, nehme ich an. Dann mit Nein. Was haben wir da? Kann man nicht. Okay, da muss man hin, wie in Skyrim halt auch, zum Entdecken. Da darf es jetzt noch mehrere Sachen geben. Jetzt gehen wir mal zurück, schauen wir uns das an, was passiert. Oh, wir haben auch ein Level 2. Um zur Loge zu kommen, müssen wir zum Planeten Jemison im Alpha Centauri-System springen und in der Stadt New Atlantis landen. Keine Sorge, bald geht Ihnen das in Fleisch und Blut über. Okay. Wir drücken mal Tab. Wähle im unteren Abschnitt Missionen. Wo ist denn der untere Abschnitt? Ach, das direkt da. Okay, ein kleiner. Okay. Drücke R, um automatisch einen Kurs zu deinem nächsten Ziel zu setzen. Das heißt wahrscheinlich da drüber gehen. Kurs festlegen. Führe einen Kraftsprung nach Jemison durch. Und das sind alles Sonnensysteme. Wo mehrere Planeten sind. Ja, bist du völlig besoffen, oder was? Da steht der Treibstoffverbrauch, Frachtraum, Sprünge Ohren, Sprungdistanz 16 Lichtjahre, Entfernung 15,986 Lichtjahre. Also, und das ist jetzt so ein Gravitationssprung, wo ein Warp, warum sie es nicht einfach Warp nennen, wie jeder andere normale Mensch, weiß das eh. Aber gut, Sprung. Ja, Alter, also ein kleine... Frontier. Hier spricht die United Colony Security. Kurs beibehalten und auf Scan vorbereiten. Das Schiff Scan wird ausgeführt, keine Schmuggelware war. Okay. Abgeschlossen. Keine Schmuggelware entdeckt. Landefreigabe für New Atlantis erteilt. Okay. Eine kleine Animation war schon recht gewesen. Seien Sie mir nicht böse. Fracking-Station, ziviler Außenposten. Wir sind da irgendwo. Wir müssen nach New Atlantis.
Machen wir so. Was ist ein Mining-Außenposten? New Atlantis, landen. Und das ist halt die... Ladescreen. Was das könnte man irgendwie flüssiger gestalten, glaube ich. Dort, also... Die Stadt schauen wir uns nur kurz an. Also nicht komplett durch. Ich möchte bloß sehen, wie es ausschaut. So schaut ja alles ganz cool aus, da der Landeprozess, wie die anderen vorher abgekommen sind und so. Aufstehen. Kann man so vielleicht das Schiff schneller verlassen irgendwie? Da muss ich jetzt mal da hinten laufen. Aus dem Journal gibt es keine Animation, I just learned. Okay. Ja, gut, okay. Lass ich mir auch eingehen. Lass ich mir auch gerade noch eingehen, um ganz ehrlich zu sein. Ich hätte es jetzt auch manuell machen können, den Planetensucher-Kurs setzen und dann mit Animation, mit einem kleinen Videoding, dass ich da rausspringe, dann darf es halt noch länger dauern. Hey, Vasco. Was? Kein Barrett? Ach, Indigo-Protokoll mal wieder. Beeindruckendes Gedächtnis. Sprich mit dem Service-Seppen vom... Es schaut schon cool aus, da brauchen wir nicht schmatzen, gell? Ziemlich cool sogar. So, mit dem müssen wir jetzt schmatzen. Was kann der? Und hier ist unser neuer Captain. Meine Crew kann sich dein Schiff ansehen. Und über den Handelsaufsichtautomaten wirst du bei Bedarf frachtlos. 1000 Credits, mein Schiff muss repariert werden. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt repariert werden muss. Ich würde gerne meine Schiffe sehen und modifizieren. Zeig mal, was du für Schiffe im Angebot hast. Wo kann ich gleich nochmal Sachen verkaufen? Wo finde ich mehr Crewmitglieder für mein Schiff? Ich würde es mal mit Viewport probieren. Findest du links auf der Plaza. Ist wahrscheinlich irgendwo in der Stadt. Wo kann man gleich nochmal Sachen Die verkaufen? Handelsaufsicht betreibt hier bei mir einen Verkaufsautomaten. An der Seite, nahe der Rampe. Außerdem gibt's da noch Jamison Mercantile, falls du gerne ein bisschen Auswahl hättest. Den Laden findest du hinter dem Ja, Security-Checkpoint. nächstes Mal spielen wir auf Englisch. Weil es kommt eigentlich fast kein englische... Es wird nicht geschmatzt viel. Und wenn, dann machen wir Untertitel ein für die, die keinen Bock auf Englisch haben. Ich glaube, das ist akzeptabel, das haben wir schon öfters gemacht. Lass mal reparieren, der sagt schon, ob nötig. Achso. Da gibt's nichts zu tun. Du kannst direkt losfliegen. Zeig's das. Ich würde gerne meine Schiffe sehen und modifizieren. Okay, kein Problem. Ja gut, die Ansicht, die haben wir vorher schon mal gehabt. Zeig mal, was du für Schiffe im Angebot Du hast. findest sicher was dir gefällt. Oh. Ah ja. Und die sind genau wie in Faster Than Light, haben die anderen Attribute, Stärken und Schwächen. Dragon Crack, merci dir. Schaut schon ganz nett aus, aber ob das Game of the Year wird, weiß ich jetzt nicht. Das kann ich jetzt nach 2,5 Stunden nicht beurteilen natürlich. Alles, was ich bis jetzt gesehen habe, da unterhalten wir uns gleich noch. Es ist jetzt schon wieder halb 11. Das spricht eigentlich Bände. Jo, gehen wir Sieht weg da. alles gut aus. Ich bin hier am Platz, wenn du mich brauchst. Begib dich zur Loge. Mast District. Ein kleiner Schritt und dann wird mir da am Boden das auch angezeigt, wo ich hin muss. Da gehen wir jetzt noch ein wenig... Ja, oder... Oh. Okay. Also wenn man bis da oben aufgehen kann und da innen umeinander gehen kann und so, dann sage ich, okay. Was bist du? Der Techniker? Schauen wir uns noch ein paar so NPCs so, die da umeinander laufen. Das ist nämlich auch nicht ganz unwichtig. Dieser sinnlose Angriff auf eine Forschungsanlage der United Colonies wird Folgen haben. Wir weisen dir die neuen Aufgaben so bald wie möglich zu. Du, Bobby, wirst deine neuen Pflegeeltern kennenlernen. Meine Eltern sind nicht tot. Sie waren bloß in einem anderen Shuttle. Sie kommen nach. Oh, nun ja. Hab ich schon wieder gute Lust. Wir wollen... Helena Chambers. ID SS COM 1327. Aber mir- HCHA. Ich war die Stationsverwalterin. Ich muss dem Mast sofort Bericht erstatten. Na. Diese Behandlung ist vollkommen inakzeptabel. Als du beim Angriff der Varun-Fanatiker auf die Station versäumt hast, die Evakuierungsmaßnahmen einzuleiten, hast du Jetzt sollten wir mal speien. Oh, der R2D, der Mischung aus dem R2D zu einem Wally. Das sind die Terminibot. Was kann der? Jetzt hab ich ihn aktiviert. Bist du da jetzt so schon also? Siehst du den Wissenschaftler vor dem Mast? Starrt Bäume an, klingt besorgt. So schlimm kann die Sache nicht sein, oder? Sprich mit dem Wissenschaftler, wollte ich gerade sagen, das hat sich jetzt direkt angehört nach einem indirekten Aufruf zu einer Nebenquest. Irgendein Wissenschaftler, der Bäume anstarrt. Ja, okay, da. Alter, wie schauen denn die aus?
Echt? Keine Reaktion, wenn ich den Bohnen schieße? Weiß ich nicht! Wie viel MDMA hast du gefressen, gute Frau? Ja. Okay. Okay. R gedrückt, ich überlege schon die ganze Zeit, wie man es weglegt, kommen wir in Skyrim und so weiter. Cooler Raumanzug. Das sagst du doch auch bloß, weil ich mit Sicherheit irgendwann nach 2 Stunden einen Ingame-Shop entdecke, wo man ihr scheiß neue Rüstung kaufen soll in super Neon-Pink. Und was zur Hölle ist eigentlich das? So. Weißt du, was der Mr. Bethesda, weißt du, was der Fehler ist? Dass die Augen immer auf den Charakter gerichtet sind, egal wie sich der Kopf bewegt. Das schaut völlig gestört aus. Puh. Okay. Ja, Freunde der Sonne. Also. Die Charaktere haben ein bisschen. Okay, das geht. Aber das ist halt Frage, wenn ich so in einem 90-Grad-Winkel daneben stehe, wie die Augen sich bewegen, ist halt schon fragwürdig. Kann gerade nicht. Verzeihung? Ich habe was Wichtigeres zu tun. Du stehst einfach nur da und schaust dumm! Scheißdreck hast du zum Tor! Wo hast denn die jetzt aus der Arschgrunzen ausgezogen? Was ist mit dir? Was ist... Also ganz ehrlich, gute Frau, wenn in der Zukunft... Ich muss bald los. Ich habe ein Meeting. Ja, mit wem denn? Mit Adidas? Nichts an, klar? Hoffentlich. Ich beobachte dich. Und zwar nonstop. Von früh bis spät. Rund um die Uhr. 7 Tage die Okay. Woche. Lassen wir das. Esse nicht und Fazit, Kinder. Hobbit... Oh, warte mal. schlafe nicht. Speichern, schnell speichern. Rausgehen, bestätigen, Desktop. An alle, die sich direkt schleichen, merci fürs Zuschauen, hat mich gefreut. Ich bin ein bisschen angefixt. Im ersten Moment, muss ich ganz ehrlich zugeben. Merci fürs Zuschauen. Like nicht vergessen, wenn es dir taugt hat. Auch an alle anderen einmal. Dieser Daumen ist wichtiger denn je, seitdem fucking Twitch weg ist. Los, jetzt drücken. Wenn Sie das nicht tun, führt Werbung wieder ein. So schaut's aus. Yo. So. Kurzes Fazit. Gut. Wie soll man jetzt bei so einem Spiel nach 2 Stunden oder 2,5 Stunden einen minimalen Ersteindruck? Sprengi schreibt auch Fazit 0,1% vom Spiel gesehen. Ja. Dennoch kann ich natürlich ein paar Sachen, glaube ich, sagen. Grafik, tipptopp. Also ganz ehrlich, es schaut richtig brutal gut aus. Deutsche Synchro ist okay, die Lippensynchronität ist unter aller Kanone, weil die natürlich auf Englisch gesynkt ist. Am Freitag spielen wir mir auf Englisch mit deutschen Untertiteln und mit deutschen Texten, weil es einfach... Das macht so fake kaputt, einfach wenn du mit jemandem unterhältst und es kommt der Ton aus, aber sein Mund bewegt sich nicht oder umdreht. Gunplay fühlt sich okay an. Im ersten Moment, da kann ich jetzt sagen, haben wir nicht erschossen, wir haben nicht recht viele Waffen ausprobiert. Wir spielen am Freitag übrigens weiter. Für die Leute, die vorher nicht aufgepasst haben oder die immer noch nicht im Discord sind, da habe ich es angekündigt. Freitag 20 Uhr spielen wir Starfield weiter. Einmal mindestens 2, da spielen wir meistens eher ein bisschen länger, 2 Stunden, 3 Stunden. Vielleicht noch länger. Da ist uns dann die Zeit einmal so richtig wurscht. Die Stadt hat jetzt im ersten Moment damit ziemlich beeindruckend ausgeschaut von der Weiden. Gut, das hat aber Winterfell auch. Nein, in Winterfell war was anderes. Whiterun, glaube ich, hat es geheißen in Skyrim. Die hat man auch schon von der Weiden gesehen und so. Alles in allem bin ich bis jetzt ganz zufrieden. Und so der erste Dungeon, nenne ich es jetzt mal, in dieser Fabrik oder was das war okay. Bisschen rum, Sachen looten, Sachen durchsuchen, Saves knacken, Gegner killen. Jetzt hängt ganz furchtbar viel davon ab, wie sind vor allem, ganz ehrlich, die Hauptquest interessiert mich wahrscheinlich ein Scheiß, weil die ist in jedem Bethesda-Game ist die einfach für den Arsch. Wie sind Nebenquests? Wie sind Begleiter vom Charakter her? Kann man sich, wie soll ich sagen,
kann man Gefühle dafür entwickeln. Ich kann es jetzt auch nicht anders sagen. Wir sind die Charaktere der Nebenquests. Sind die Nebenquests cool oder sind es einfach 0815 Quests? Ja, flüge an den Planeten, da ist ein Stor, bringen wir den und das war's dann. Oder kämen, das lasse ich mir sogar auch ab und zu mir eigen, aber da haben Belohnungen dafür und. Das ist jetzt wichtig und das merkst du halt leider, was heißt leider? Das merkst du wahrscheinlich erst, wenn du da mal 10, 20, 30 Stunden gespielt hast, ob es ständig dieselbe Scheiße ist, ob dieses Riesenuniversum, das wir da gesehen haben, wo jeder kleine rote Punkt ein eigenes Sonnensystem wahrscheinlich ist mit zig Planeten. Ich meine, Bethesda selber hat gesagt, es sind über 1000 Planeten. Da gehe ich jetzt mal schwerstens davon aus, dass nicht auf dem Planeten wie soll ich sagen, dass da alles vollgestopft ist mit Leben. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Dass da wahrscheinlich 95% von allen begehbaren Planeten und so weiter einfach leer sind. Wo irgendwelche Rohstoffe zum Farmen, das interessiert mich einen Scheiß. Ich möchte mich gern in diese Welt hineinziehen lassen und in diesem Weltall und in dem Universum versinken. Und ist sowieso ein bisschen fraglich, ob das im Stream überhaupt möglich ist. Wir werden sehen. Der TCC Doggy schreibt, die Nebenquest-Stories sind um Welten besser wie die Hauptstory und die Hauptstory ist das mir auch recht gut. Okay. Und das ist halt gut, ob Story verbunden mit dem Gameplay, ob man nicht immer dasselbe macht und so, das war halt wichtig. Gibt eigentlich auf jedem Planeten irgendwelche Strukturen zu finden. Ja, genau, das, um Gottes Willen. Nicht spoilern, Kinder, ich mag es eigentlich gar nicht wissen, ich möchte es selber herausfinden. Wir finden es miteinander aus. Also ich glaube, es ist auf alle Fälle, wenn man, das war jetzt einmal das Tutorial, für alle die sich denken, oh Gott, oder was zur Hölle, Ich denke mal, dass das Core-Gameplay sich darauf hinausläuft, wie jetzt zum Beispiel die eine Fabrikstation, die wir da gehabt haben, mit Sachen durchsuchen, Gegner, da schießen und so weiter. Wie ist die Gegnervielfalt? Wie kann man Waffen modifizieren? Hat man ja gesehen, es gibt modifizierte, kann man das dann auch selber machen irgendwie. Wie schaut es mit dem Craften, etc. Das mit dem Versinken kommt nach und nach, je mehr du zockst. Ja, das glaube ich schon. Das war ja auch bei Skyrim so. Das, allerdings bei Fallout ist bei mir ganz krass so. Das zirkt bei mir noch ein bisschen besser als Skyrim das getan hat, weil ich einfach das Universum wie nennt man das Universum? Ist ja wurscht. In Fallout liebe und so weiter. Leider hat das Q-Menü nicht genug Slots für alle coolen Waffen. Werden wir außerfinden. Also wir haben da heute noch nicht recht viel gesehen, aber der Ersteindruck ist eigentlich recht gut, muss ich sagen. Haben wir jetzt wir haben keine Abstürze, keine Bugs, gut, natürlich die Physik-Scheiße, da fliegt dann einmal so ein Weltraumtrottel, fliegt dann einmal umeinander wie ein Ding. Gibt Abzüge in der B-Note. Und das Schlechteste, was ich bis jetzt gesehen habe, das waren die Charaktere, also die einfachen NPCs in der Stadt. Das war das Erste, was mir aufgefallen ist. Und so. Es ist kein Baldur's Gate 3, aber was ist das schon? Richtig. Weil vorher mal irgendjemand was von Game of the Year gesagt hat. Also, ich kann natürlich jetzt Starfield noch nicht beurteilen, also nur in keinster Weise, aber wenn Baldur's Gate 3 dieses Jahr nicht sämtliche Preise abräumt, die es gibt, dann fuck you sämtliche, wie nennt man die Typen, die das beurteilen und abstellen, also ganz ehrlich, da muss ich mir ans Hirn fassen. 2 bis 3 Landepunkte pro Planet mit ein bisschen drumrum, das war's. Du, ganz ehrlich, bei 1000 Planeten ist das echt in Ordnung. Mit 2, 3 Landepunkte pro Planet, bevor ich da selber irgendwo auf dem Planeten land, was ja offensichtlich eigentlich auch geht, und da ist da nix. Das ist ja klar, dass die können ja nicht jeden Planeten, die können nicht einmal einen Planeten voll machen. Das macht Game of the Last 5 Year. Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3, bitte und wehe, es wird schon wieder Zelda. Ich finde die neuen nicht gut. Hey, ich sag da jetzt was. Ich habe mir ein bisschen was zu dem neuen Zelda angeschaut. Das ist eine absolute Frechheit. Keiner redet drüber. Erstens, es ist schon mal ein Zeichen davon, dass es einfach nichts Besonderes ist. Mag vielleicht nicht, ich sage jetzt nicht, es ist schlecht, aber es ist nicht toll. Es ist kein, wow, lecker, nice Zelda, krass. Oh, hast du das schon gesehen, so wie es normalerweise ist. Keine Sau! Red über Zelda! Das ist genau dasselbe. Also ich finde es halt schlecht, viele finden es gut, ist ja vollkommen in Ordnung. Ich habe das letzte schon beschissen gefunden, weil das für mich kein Zelda mehr ist. Ist ja vollkommen wurscht. Aber das Neue ist einfach dasselbe Spiel nochmal, bloß dass man was bauen muss. Ganz ehrlich,
Jedes Spiel, das mit solchen matschigen Dreckstexturen daherkommt, mit so einer beschissenen Scheißtechnik daherkommt, wird abgesägt noch und nöcher. Aber da heißt es dann, ja, weil die Switch nicht mehr kann. Ja, Entschuldigung, aber Breath of the Wild war auch nicht so beschissen gemacht. Dann muss ich auf dem technischen Stand bleiben, dass es anständig läuft und das anständig ausschaut. Also ganz ehrlich, puh. Warum sagt keiner, warum hat's keiner im Knack, dass er sagt, Entschuldigung, das ist das schlechteste und ideenloseste Zelda seit, also jemals wahrscheinlich. Weil sonst eigentlich Zelda schon immer ein kleiner Quantensprung von neuen Ideen und so weiter abgeliefert hat. Also das, wenn er einen Preis kriegt, dann fuck you. Der Tuning-Sepp schreibt, ich finde nur schade, dass man nicht landen und starten kann und alles über Schnellreise läuft. Das finde ich im ersten Moment auch schade. Haben wir ja auch gehört, glaube ich. Ich habe es gesagt, wie es das erste Mal so weit war, bleibt es jetzt immer so. Ich war eigentlich schon gern selber mal gestartet und dann zumindest in den Himmel geflogen und dann fangt vielleicht die Animation an. Hör auf, der Kani fotzt nicht gleich. Der Kani fotzt nicht einmal, der schafft es nicht einmal, weiß ich nicht, sich selber zum Fotzen, der Kasperlkopf, der. Das nächste Mal unter dem Podcast kommentiert es drunter, Kani, warum rasierst du und Fiers? Mal schauen, was er sagt. Wie ist deine Meinung zu Battlefield? Tot. Absolut tot, interessiert mich keinen. Ganz ehrlich, competitive oder ja, allgemein Shooter, Multiplayer-Shooter spiele ich nicht mehr. Schnauze voll, alles bloß noch voll mit entweder mit 5000 Battle Passes und Skins und Rotzdreck. Und das zweite ist dann mit Cheater. Vergiss es, spiele ich nicht mehr. Da ist mir meine Zeit zu schade. Battlebit, beste, das sagen viele. Das sagen viele, ich habe es immer noch nicht ausprobiert, aber wir werden sehen. Der Devil Driver Mike schreibt, Baldur's Gate 3 hat 96 Meter bekommen, Starfield 88. Du, beides ist nicht schlecht. 88 für Starfield ist auch überhaupt, 88 ist überhaupt nicht schlecht. 96 für Baldur's Gate 3 ist natürlich krass. Oh, aber auch zu Recht. Ich bin zwar immer noch nicht durch, aber nach 100 Stunden kann ich, oder grob 100 Stunden, ich weiß selber nicht, plus minus ein bisschen was, kann ich sagen, es ist eines der besten Spiele, die ich jemals gespielt habe. Wer Rollenspiele mag, muss man auch, das kommt dann auch noch dazu. Es ist schon eine krasse Nische, so, wo Baldur's Gate 3 reinschlägt. Aber mich freut riesig, dass das ein Haufen neue Leute, die mit dem Genre normal nichts zu tun haben, da reinzieht und vielleicht kriegen wir demnächst mehr sichere Rollenspiele. Wem Baldur's Gate 3 übrigens gefällt, fertig ist damit und sie denkt, wow geil, so eine Art von Spiel hätte ich jetzt gerne nochmal. Dann schaust du einmal Pillars of Eternity 1 und 2 an. Dann schaust du einmal Tyranny an. Und was haben wir noch? Ja, das glaube ich, sind so die 3 besten der letzten Jahre, für mich zumindest. Und wenn du es noch nicht gespielt hast, das ist der Vorgänger von Larian Studios vor Baldur's Gate 3. Divinity Original Sin 2. Es ist ein sehr ähnliches Spielprinzip, schaut fast eigentlich auch gleich aus, also die wissen schon, was deren war, glaube ich, damals, was rausgekommen ist, 2018 oder so, eins der besten Rollenspiele und super bewerteten Spiele damals, die es halt gibt. Aber da steht halt nicht der Name Baldur's Gate 3 drauf, beziehungsweise allgemein Baldur's Gate, sondern halt Divinity Original Sin. Und darum hätte eigentlich dieser Durchbruch damals schon kommen sollen. War auch schon kurz davor. Bist eigentlich nur bei Diablo 4 aktiv? Ganz ehrlich, Diablo 4 hat hier oben angefangen, ich war super begeistert und es ist ja ziemlich cool, bis Level 60, 70, bis du im World Tier 4 bist und dann macht es dermaßen steil den Untergang, dass ich sagen muss, Diablo 4, ich habe die erste Season noch gespielt, ich habe einen Barb gespielt, spielt sie auch cool, aber ab Level 70 hast du nichts mehr zu tun und es ist absolut sinnbefreite Scheiße. Darum muss ich leider Gottes sagen, anfangs Diablo 10 von 10, sage ich dir ganz ehrlich. Und wenn du es dann aber auch mit durch hast, kriegst du noch nicht einmal mehr 5 von 10. Nicht mal das. Season war absolut lächerlich. Die nächste Season schon ankündigen, währenddessen die erste Season noch keine 3 Wochen nicht läuft. Absolut lächerlich. Und heute hat man herausgefunden, oder heute habe ich gehört zumindest, dass Blizzard vorhat, jedes Jahr eine Erweiterung zu bringen. Das heißt,
jedes Jahr musst du die Erweiterung kaufen, nichts mit die kostenlosen Seasons und so weiter, ja, schön und gut, aber wenn die so klar ausfallen wie die jetzigen zwei, dann fuck you, Blizzard, ganz ehrlich. Wie kann man das so in den Sand setzen, ich weiß es nicht. Und kurz vor der Sommerpause oder während der Sommerpause, ich weiß nicht mehr genau wann, war ExileCon. Was ist das? Das ist die hauseigene Messe von Grinding Gear Games. Die machen Path of Exile 2. Das habe ich mittlerweile ja auch schon ein paar Mal gesagt. Immer, wenn es um Diablo geht, Path of Exile ist so der einzig ernstzunehmende Konkurrent für Diablo. Mittlerweile ist eher, besser gesagt, Diablo der einzige ernstzunehmende Konkurrent für Path of Exile. Und da wurde Gameplay hergezeigt von Path of Exile 2. Wenn das interessiert, einfach einmal nach dem latest Gameplay Path of Exile 2 suchen. Und ich schwöre dir bei Gott, was ich da so außersäge, wenn das so wird, wie ich es mir vorstelle und wie die sagen und denen ich glaube das, weil die haben noch Bock auf ein Spiel, dann wischt nächstes Jahr im Juni Path of Exile 2 mit Diablo am Bund zusammen. Und zwar aus dem Stand so. Aus dem Stand. Blizzard hat nicht mehr viel Zeit. Ein Dreivierteljahr noch. Und wenn die jetzt schon eine Erweiterung werkeln, wo ich dann wieder bloß irgendeinen Scheiße geschissen kriege mit, die sich noch Patchnotes anfühlen, ja, dann Blizzard tut's mir wirklich leid. Ich liebe das Diablo-Universum, aber wenn's Path of Exile PoE 2 besser macht, dann kriegen die mein Geld. Jetzt stellt euch mal vor, die schleifen an Starfield, wie sie es an No Man's Sky gemacht haben. Also ja, who knows? Das neue Zelda hat 96% Metacritic. Ja, das sind einfach absolutes Zelda-Copium-Fanboys. Ist anders nicht zu erklären. Oh, da steht Zelda drauf, best game ever. Gibt's genügend Leute. Blizzard ist Titanic Ahoy. Aktuell ja, man weiß nicht, vielleicht kriegen sie die Kurve noch, aber ich verliere wieder, es geht wieder los. Monat für Monat mit jedem Beitrag, den ich lese, mit jedem Video, das ich mir dazu anschaue, über News dazu. Bethesda ist offen für Modding. Ja, dann lassen sie die modden und dann bringen sie es selber als DLCs und verlangen Geld dafür. Abwarten. Ich bin ein bisschen ein Blizzard-Fanboy. Ja, auch lang gewesen, deswegen tue ich mir ein bisschen leid, da so schlecht drüber zum Reden. Ich bin genauso ein Bethesda-Fanboy, weil ganz ehrlich, die letzten Spiele, die es gebracht haben, bis auf Fallout 76, und das ist mittlerweile auch ganz brauchbar offensichtlich, oder angeblich, besser gesagt. Ich liebe Fallout 4, ich liebe Skyrim, ich liebe Fallout 3, ich habe Oblivion genossen und damals habe ich Fallout 1 und 2 nicht gespielt. Das ist einmal was für eine Retro-Reise, können wir vielleicht ja einmal nachholen. Das sind einfach gute Spiele, da kannst du sagen, was du willst, aber ich bin jetzt einfach gespannt, wie sich Starfield weiterentwickelt hat im Vergleich zu den Spielen. Ich bin mit dem Skyrim in Space völlig zufrieden. Und wer weiß, was noch kommt. Fallout 4 war nicht so für mich, Fallout 3 hingegen war genau meins. Ich muss auch sagen, es gibt nicht recht viel Unterschied, finde ich, zwischen Fallout 3 und Fallout 4. Jetzt mal Grafik dahingestellt. Fallout 3 war damals, da muss man überlegen, das ist von 2008. Das war damals völlig mindblowing shit, dass ich in eine riesen Open World mit so viel Geschichte und so viel Charakteren und Zeig und Klump und in so einem Universum und so weiter war das was völlig Neues. Deswegen war das damals auch zu Recht Game of the Year. Fallout 4, 2300 Stunden. Ja, ich habe schon mal davon gehört. Also was man 2300 Stunden in Fallout 4 macht, weiß ich jetzt nicht. Ich habe, glaube ich, 200, 300, keine Ahnung, so plus minus 300 Stunden in Fallout 4 und ich habe alle DLCs und ich habe sie alle gespielt. Und ich habe auch wirklich alles gespielt, was ich irgendwie gefunden habe oder so. Ich habe nicht umeinander geredet. Aber was man 2300 Stunden in Fallout 4 macht, weiß ich nicht. Aber dann kann es nicht so schlecht gewesen sein. Muss sagen, Oblivion und Fallout 3 war schon mega. Bei Oblivion war es ähnlich. Das ist ja ein ähnliches Spiel, bloß in einem anderen Fantasy-Setting. Im Skyrim, Elder Scroll Fantasy-Setting halt, was in der Regel eigentlich viel zugänglicher ist als das Fallout-Setting. Das typische Schild, Schwert, Zaubern, das halt. Gibt es ein Housing-System in Fallout? Da geht was. Weiß ich. Ich weiß, dass es in Fallout 4 das Housing-System gibt und gab. Hast du Armored Core auf dem Schirm? Mr. Danuvius Wave. Ich habe es auf dem Schirm, aber bei Mech-Spielen mit so Mech-Roboter, da verhält es sich sehr ähnlich wie mit Autospielen.
ich will nicht warm damit. Ich liebe From Software bis unter die Decke und ich bin auch so kurz davor, dass ich Armored Core ausprobiere, einfach nur weil From Software draufsteht. Zuliebe von Dark Souls, Elden Ring etc. Warum sind denn deine Haare orange? Das ist eine gute Frage, pass auf. Warum sind sie jetzt blau? Weil ich vergessen habe, blau zum Schalten. Hast du vor, das Avatar-Spiel auf der Playstation zum Spielen? Kommt das nicht auf dem PC? Also auf der Playstation auf keinen Fall. Ich habe eventuell auch schon jemanden, von dem ich eine PS5 kriege. Wir spielen auf alle Fälle The Last of Us 2 und das wird auch durchgespielt. Ist mir scheißegal, wie blöd ich mich anstehe und wie lange das dauert. Werden wir wahrscheinlich so Mitte, Ende November anfangen, wenn die anderen Spiele so fertig werden. Dass wir bis Weihnachten und wahrscheinlich sogar bis nach Weihnachten, weil das Spiel hat doch, glaube ich, 25, 30 Stunden am Bugel. Wir werden sehen. Ob wir danach dann noch irgendwas auf der Playstation spielen, ich meine, ich kann mir nicht 5 Monate lang die Playstation von demjenigen ausleihen, aber für einen Monat oder für 1,5 Monate mal eventuell schon. Und er hat zu mir gesagt, pass auf, da kriegst du gerade vor, Ragnarök kriegst du auch noch mit dazu, das habe ich. Ja, das werde ich dann offstream wahrscheinlich einmal ausprobieren. Meinst du, die Urähnlichkeiten von Starfield und Cyberpunk hat irgendetwas zum Sagen? Nein. Na, glaube ich nicht. Wo haben jetzt so groß Ähnlichkeiten gewesen, außer im Artstyle vielleicht ein bisschen? Ich meine, beides ist Zukunft, beides ist in diesem dreckert abgefuckten Future-Setting. Ist ja klar, dass das ähnlich ausschaut. Also da sage ich jetzt nicht, dass da der eine vom anderen abgeschaut hat, irgendwie so. Gibt's bei PoE 2 wieder einen Stream-Marathon? Si, Senor. Wenn ich einen Beta-Key kriege nächsten Juni, ja. Bloß werde ich nicht mehr eine ganze Woche ankündigen, sondern einfach nur mit so lang wie es aushält. Bis ich nicht mehr schmerzen kann. Alter, du hast blaue Haare, sicherlich. Until Dawn oder das neuere von den gleichen Entwickler, The Quarry. The Quarry gibt es am PC, ja, da brauche ich keine Playstation nicht. Und Until Dawn, das war da was man mal in diesem Sony, da gibt es doch auch dieses Cloud-Gaming-Ding von Sony. Da kann man auch mehr Until Dawn spielen. Na halt, stopp, das haben wir schon einmal ausprobiert, vor über 5, 6 Jahren. Da braucht man einen PlayStation-Controller. Da habe ich nicht auf Kreisdrucker können, glaube ich, und dann bin ich nicht mehr weitergekommen. Bin mir nicht sicher. Na, ist ja wurscht. Auf alle Fälle haben wir genügend. Es kommt übrigens auch ein neuer Cyberpunk-DLC. Und ich habe mal ein bisschen nachgelesen, den habe ich nicht in meinem Video erwähnt, weil ich ihn auch gar nicht so auf dem Schirm gehabt habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dass da auch ein ziemlicher Hype rundherum entsteht, das habe ich auch nicht so auf dem Schirm gehabt, haben wir da Interesse dran. Der kommt am 26. September. Haben wir mir Interesse an dem Cyberpunk-DLC? Ich meine, Cyberpunk ist jetzt über 2 Jahre alt, oder 2,5 Jahre, hat haufenweise Patches gekriegt. An dem Tag, wo der DLC kommt auch der Patch 2.0 aus, also ein ziemlicher Overhaul vom Grundspiel. Und alles, was man spielen muss, ist im Prinzip nur der Prolog. Den da ich nochmal spielen, so offstream, den haben wir damals schon gespielt. Und dann schauen wir uns den Cyberpunk-DLC an. Bevor es ihr euch wieder kauft, blind! Sollen wir das machen? Nix für den Stream, glaube ich. Meinst du? Ist das zu viel Story-Ding und so? Da bin ich mir halt eben auch nicht sicher. Taugt der Warpath was, Birgi? Ich weiß gerade nicht, was Warpath ist. Cyberpunk habe ich mittlerweile schon 3 Mal durch und das 4. Mal geht mit DLC auch noch. Ja, ich hab's mir auch schon runtergeladen gestern, Cyberpunk. Um mal wieder eine zum Luren, haben meine Spielstände noch da und spielen wir mal einen Prolog noch rein, damit ich wieder ein bisschen drin bin. Und dass wir eigentlich mit dem DLC direkt anfangen können. Da kann ich einfach einmal dahin spielen. Und der DLC, den kann man ja auch mittendrin anfangen. Also auch wenn du es schon durchgespielt hast, kannst du dann einfach mit dem DLC anfangen. Ist halt wieder ein Story-Game und nix für die Money im Stream. Aber wieso nicht? Story-Game ist ja gut. Story-Game will ich ja haben. Wenn es eine gute Story hat und das Gameplay passt, ist es das perfekte Spiel. Es ist bloß, wie lang wird's denn? Wenn da jetzt wieder 30 Stunden draufsteht, dann können wir es uns schenken. Cyberpunk. Wie heißt's? Phantom Liberty, glaube ich. Phantom Liberty Playtime. How long is Cyberpunk 2077 Phantom Liberty? Sagen wir das irgendwie, how long to beat? Da sagt man noch nichts. Was steht da? Main 5? Nein, das ist Cyberpunk so.
Phantom Liberty will be and how much will it cost? 30 bis 40 Euro für 10 bis 20 Stunden of Content plus new Cyberware and Weapons. Main Game ist 30 bis 40 Hours for Main Missions and 80 for everything. Also wenn wir von 10 Stunden schmatzen, dann ja. Wenn es eine kurze, knackige, coole Story ist mit coolem Gameplay, ja. Wenn es 20, wenn es 15 und mehr dauert, dann nicht. Das sind Sim-Streams, das sind 2 Monate Streamen, Alter. Müssen wir warten, bis es rauskommt, bis ich Daten habe und dann können wir, wann kommt es? Am 26. September, was ist das? Das ist ein Dienstag. Dann kommen wir es da noch und dann können wir vielleicht am Wochenende vorm Horror Oktober vielleicht ein bisschen einladen. Schauen wir mal. Schaust du Stronghold 1 Definitive Edition noch morgen Release. Was war denn das, glaube ich? Ist das nicht wieder das 10.000. Remake von irgendeinem Scheiß? Wir müssen schauen. Stronghold Definitive Edition. Das ist einfach nur das 1, oder? In HD. Life in the old castle. Ja, nein. Kinder, das habe ich schon gespielt. Da haben manche der Hörerin wahrscheinlich noch sich selber nicht ansputzen können. Dann lieber The Last of Us 2. Das sowieso. Außerdem es kommt jetzt so kurz vorm Horror Oktober, da wollt ihr kein Cyberpunk sehen. Ich weiß, was ihr da sehen wollt. Und ja, so ein bisschen. Mittlerweile ist es immer jetzt so das Gleiche. Dann ist der Horror Oktober und die ganze Horrorscheiße ist dann nämlich immer ein Jahr her. Dann vergiss ich, wie dermaßen das mir eigentlich am Sack geht und wie sehr, dass es eine Hassliebe ist. Und dann kriege ich selber wieder Bock drauf. Ich bin gespannt, wie Layers of 4 wird. Ich bin gespannt, wie Amnesia the Bunker ist. Auf das bin ich am meisten gespannt. Und auf das eine ganz kurze From the Darkness bin ich auch gespannt. Und dann kommt Alan Wake 2 und das schaut auch verdammt gut aus. Und das wird sich wahrscheinlich durch den ganzen November ziehen, bin ich mir fast sicher. Das schaut wie Resident Evil 2 aus, im Prinzip. Und damit haben wir angefangen, das kann nicht verkehrt sein. Wir werden sehen. So! Freunde der Sonne, ich bedanke mich ganz, ganz, ganz furchtbar sehr fürs Zuschauen. Bussi aufs Nussi. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Like nicht vergessen. Unfassbar wichtig. Viel wichtiger denn je. Flo, ich habe so viele Leute übersehen. Flo, merci. Dragoncry, merci. Bora, Bayer, Wulfric, Nico, Alex, Nomen, merci. Alter, bin gerade aus der Arbeit gekommen. Jetzt hat er beruhigungsweise bei und der Stream. Besser geht's nicht. Merci für die gute Unterhaltung. Flo, ich hoffe, du bist noch da. Danke für den Zwickel. Dragoncry schreibt, schaut schon ganz nett aus, aber ob das Game of the Year, das habe ich noch gelesen. Der Rest lese ich jetzt nicht vor, weil es mir zu blöd ist. Vielen herzlichen Dank. Küsschen aufs Nüsschen. Danke für die ganzen Donations. Danke für die ganzen neuen Mitgliedschaften. Da waren halt wieder ein paar dabei. Leider ist die Woche schon wieder so krass eskaliert, dass alles zu spät ist. Ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Vielen herzlichen Dank from the bottom of my heart. Ich hoffe, das geht noch lange so weiter mit dieser Streamerei und mit einer Anwesenheit und meiner Anwesenheit und vor allem, dass wir alle Bock drauf haben. Bis jetzt schaut es verdammt gut aus. Wir werden sehen und wir sehen uns am Freitag um 20 Uhr mit einem gemütlichen Starfield-Stream. Ist dann auch Open End wahrscheinlich, also geht auf alle Fälle mindestens bis 10, 2 Stunden hacken wir auf alle Fälle rein und Überstunden sind dann wurscht. Aber jetzt ist es 11 und ich weiß ganz genau, wer mir ab 11 immer die Eier rasiert, wenn ich mein Maul nicht habe. Nämlich die Alte. Und jetzt wünsche ich euch was. Daumen pressen, schöne Grüße an den Nachschau-Squad, Küsschen auf das Nüsschen, wir sehen uns am Freitag um 20 Uhr. Hauen Sie sich hinein, vielen Dank für alles, auch für die Donations übrigens, Press Triple F für die Moderatoren. Hashtag Foodlab bei Franz! Einfach weil es so schön passt oder halt. Haut euch eine. Bis Freitag. Holly! Muss gegangen. Hashtag Foodlab bei Franz. Spammen in den Chat. Jetzt. Habe die Ehre.